Hallo, ahoi. Brillenbummler zum Bienchen, servus, ahoi. Cuteness for free, danke für den Follow. So. Ahoi und einen wunderschönen, ja, Animal Crossing. Alte Dix, danke dir. Sario. Servus, ahoi. Alles cool bei dir, passt. Ich sag's grad, Animal Crossing, ja. Ich kenne ein altes, ewig keins mehr gespielt, finde ich sau nice. Ist halt chill wie solche, sag jetzt mal, das Spiel. Ja gut, ich würde sagen, fangen wir an. Guten Tag, tritt näher, nun keine Scheu, nicht zu schüchtern, das sind die zwei ersten Kapitalisten schon wieder. Der Nepp und der Schlepp. Herzlichen Glückwunsch, du hast alles richtig gemacht. Du hast das Spiel gekauft. Und du hast dich für den 3 für die Inselpaket entschieden. Im Auswahl von Noob Inc. erklären wir dir mit Freuden, was es damit auf sich hat. Wir sind Nepp und Schlepp. Wir werden zusammen mit dir auf die Insel fliegen und sie dort weiter mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber genug der langen Einleitung, du kannst sicher kaum warten, zu deiner Insel aufzubrechen. Eine kurze Frage. Nutzt du heute mal zum allerersten Mal eines unserer Pakete? Ja. Alles klar, so und ja. Zuerst ein paar Formalitäten. Heißt uns bitte deinen Namen und Geburtsdatum mit, das wäre lieb. Name. Hat es Platz? Es ist so selten, dass es Platz hat. Erd. Berg. Erd. Bär. Belastend. Dann sind mal wieder die E-Meets. Okay. Jo. Können wir ja ruhig einnehmen. Der 15.12. Ja. Yeah. Ich hoffe, ich sag's richtig. Sario oder Sari? Danke dir. Oder Sarios. Darf sein. Ich hoffe, ich vertue mich nicht. Oh ja, hier haben wir dich. Ich find's so geil. Als nächstes würden wir gerne ein Foto von dir aufnehmen. Ja, Sari, kannst du mich auch nennen. Ah, okay. Dann Sari oder Sarah. Kein Problem. Ihr kennt Animal Crossing, denke ich mal. Also ich glaube, mein letztes Animal Crossing oder mein erstes und letztes, glaube ich, war auf der Wii. Ich glaube. Ich liebe es. Ich muss sagen, ich verstehe es. Also ich mag's wirklich. Es ist halt übelst chillig. Ich verstehe, wenn jemand sagt, er kann nichts anfangen damit. Verstehe ich voll und ganz. Also mit Minecraft und so Zeug genau dasselbe. Aber es ist halt übelst chillig ohne Ende. Nimm so viel Zeit, wie du willst, um dich dafür herauszunutzen, okay? Ich sag's ja.
Ich sag nur, ich habe 700 Stunden. 700 Stunden. Wow, okay. Ist eine Ansage. 700 Stunden ist schon gut. Also auf der Wii. Ich muss mal schauen. Ich habe mir im Vorfeld jetzt mal angeschaut, weil ich habe das Spiel gestern erst gekriegt. Ich habe mir ein paar Villager angeschaut. Ich hätte gern bestimmte. Mal schauen, ob es funktioniert. Es soll ziemlich schwer sein, glaube ich. Wir warten so lange auf dich. Nur keine Hektik. Wir sind ein Bewohner. Oh mein Gott. Oh Gott. Luca immer, Servus, Ahoi. Ja, nehmen wir das, oder? Oder? Das schaut irgendwie alles komisch aus. Naja, wir haben später irgendeinen Hut auf oder Cappy. Bart gibt's keinen, gell? Schaut. Voll die Fernsehaugen. Voll die Pac-Man-Augen. Oh Gott. Einmal Animal Crossing. Bin heute auch gerade am Zocken. Was? Bin ich auch gerade am Zocken? Aber 3DS-Teil. Oh, 3DS kenne ich gar nicht. Also, Animal Crossing kenne ich gar nicht. Kannst du vielleicht einen Ton lauter machen als nicht vom Spiel, sondern Ton der Stimme her? Achso, okay. Bist du leise? Moment. Moment mal. Jetzt besser? Ich kann den Spieler leiser machen ein bisschen. So besser? Ich fühle das einfach. Ich finde es super. Ich finde es echt super. Also, ich muss mal schauen. Ah, okay, einmal frei. Passt. Super. Gerne melden. Also, wenn irgendwas nicht passt, ruhig raushauen. Für das bin ich ja da. Also, wie gesagt, also ich habe kein 3DS, ich habe nur einen 2DS tatsächlich. Also, den 4 gegen Glotz, den großen. Aber geht auch genauso, die Spiele. Hab's aber tatsächlich nicht. Ich muss mal schauen, das glaube ich, hole ich mir auch noch bei Gelegenheit. Wie gesagt, das für die View, für die Wii. Für die Wii, glaube ich, hatte ich. Das war das mit der Stadt, glaube ich, oder? Dachte ich mir. Überreicht. Ja, und braun brauchen wir schon, oder? Ja, komm. Ich würde jetzt sagen so. War für die Wii. Habe auch mit DS und Wii gespielt. Ah, okay. Wie gesagt, für DS habe ich es nicht gespielt. Ich kenne es nur auf der Wii. Aber das habe ich nicht, das war nicht allzu lang. Das habe ich nur leihweise gehabt. Also was heißt nicht allzu lang? Es war halt. Die Stadt war fertig, sagen wir es so. Alles in Ordnung so, ja, hau raus. Was? Ariel, die MJ, Meerjungfrau wahrscheinlich. Ahoi. Puh, hatte das nur DS und 3DS, von den anderen kein Plan, aber nie durchgespielt. Huch. Oh, das ist sehr schön gelungen. Sehr schön. Dann werden wir das Foto also in deinem Kundenprofil registrieren. Lieber nicht. Oh Gott. Nun suchen wir dir eine schöne Insel aus. Bist du schon aufgeregt? Logisch. Ich habe erst angefangen mit Animal Crossing. Ah, okay. Ich auch. Also ich kenne es für die Wii, wie gesagt, aber ewig her. Und jetzt quasi das Neue. Mal quasi dabei. Aber ist auch schon wieder, glaube ich, wieder alt, oder? Einer der reizvollsten Aspekte dieses Programms ist, dass den Wechsel der 4 Jahreszeiten zu genießen. Okay. Da wir Inseln auf der Nordhalbkugel und auf Südhalbkugel anbieten, hast du freie Auswahl. Möchtest du die Jahreszeiten genauso leben wie zu Hause oder lieber versetzt? Genau andersrum.
Wo lebst du? Wo genau? Woanders. Europa. Wenn jemand was braucht, kann der sich ruhig melden bei mir. Ah, okay. Also im Sinne von Bastelanleitung und so Zeug, denke ich mal. Oh, er fängt an. Nice. Ich bin relativ neu, was das angeht. Alles klar, da sollte es uns doch nicht schwerfallen, eine geeignete Insel für dich zu finden. Ich würde die Insel auf der Nordhalbkugel ans Herz legen. Ich denke, sie meint, ja, ich denke Bastelanleitung und so Zeug, vermute ich mal. Dann sollte dir die Umgewöhnung nicht ganz so schwer fallen. Einverstanden? In Ordnung. Was wollen wir denn? Was ist denn cool? Ich kenn's ja nicht. Nordhalbkugel? Südhalbkugel? Norden hast du genommen? Nord. Okay, dann nehmen wir Nord. Alles klar, der Nepp. Die miteinander ist. Dann wollen wir mal eine unbewohnte Insel auf der Nordhalbkugel für dich finden. Okay. Wir hätten hier Landkarten von ein paar Inseln, die in Frage kommen. Alle unbewohnt, naturbelassen mit reichlich Platz zum Leben. Zu spazieren und zum Vergnügen auch noch. Oh mein Gott. Entscheide aus der Wahl heraus, schau einfach, welche Form dir am besten gefällt. Also hier sind die Inseln, such dir eine davon aus, irgendeine. Okay. Das Ding, das komische Blatt ist das Nook Center, denke ich mal wieder. Das Bürgermeisterhaus. Was nehmen wir denn? Was ist denn cool? Die da? Komplett neu angefangen, ja. Also gerade, ich spiele es zum ersten Mal. Also dieses zum ersten Mal Animal Crossing, also dieses New Horizons spiele ich zum allerersten Mal. Wie gesagt, ich kenne auf der Wii kenne ich eins, aber auch nicht so lang gespielt, sage ich jetzt mal. Ist die Insel eigentlich mittlerweile mal etwas größer oder immer noch so winzig wie die DS-Teile? Bin auch erst bei Tag 10. Ah, nett, okay, cool. Na, ich bin wirklich, also was das angeht, erster Run, das erste Mal. Ich würde sagen, wir nehmen die, oder? Ja. Immer frei, passt, perfekt. Ja, die nehmen wir. Gute Wahl, sehr gut. Damit steht der Schauplatz für deine, nein, unsere neue Heimat fest. Tag, keine Ahnung, aber 710 Stunden ist halt schon krass, aber gut, wenn es einem gefällt. Ich sage, es ist also ein ewiges Chill-Spiel, 100%, also das läuft halt einfach. Eine letzte Frage noch, ganz hypothetisch. Wie möchtest du bezahlen wahrscheinlich? Was von den folgenden Dingen würdest du auf deine einsame Insel mitnehmen? Einen Schlafsack, eine Lampe, was zum Essen, etwas zum Zeitvertreib. Ich sammle gerade für Meilentickets, das ist echt schleppend. Ah, okay. Meilentickets, die braucht man mal auf andere Inseln zum kommen, glaube ich, oder? Aber man kann, glaube ich, auch, man kann sich ja gegenseitig was schicken, habe ich mitgekriegt. Also per Briefkasten etc. Man kann sich ja, glaube ich, auch essen, nie, aber voll, ja. Ich habe es auch dann gehabt. Mit Dunkelheit habe ich kein Problem. Und schlafen kann ich fast überall. Zum Zeitvertreib haben wir viel genug Tiere zum Streicheln. Schicken und bringen, ah okay. Ja stimmt, man kann natürlich, glaube ich, auf die Inseln drauf. Wir nehmen was zum Essen. Okay, das fühle ich komplett. Passt. Bringen das besser. So interessant, das lässt wirklich tief blicken. Ich habe Hunger. Die Frage war, wie gesagt, nur hypothetisch. Unseren Gästen fehlt es nämlich an überhaupt nichts. Okay. Ob Vergnügen, Genuss oder banaler Alltagsbedarf, um all das und noch mehr kümmert sich Nook Inc. Gegen Geld, versteht sich. Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit für die folgende Schlusslage. Der Nook Inc. Flug im Raum des Reisfilminselpakets ist jetzt zum Einsteigen bereit. Bitte begeben Sie sich umgehend zum Flugsteig.
Ausgezeichnetes Timing. Da mal noch nichts wie an Bord. Ja, los geht's. Guten Tag, liebe Fluggäste. Willkommen an Bord dieses Charterflugs im Rahmen von Nooks Rife für die Insel. Rife für die Insel geht. Bitte entspannen Sie sich bei einer kostenlosen Videoeinführung in das Leben auf einer einsamen Insel. Okay, mal schauen. Videoeinführung. Also ich hoffe, ich bin hier in dem Weg, in dem Eck, da wo ich jetzt gerade sitze. Da muss ich mal schauen, ob ich mich ein bisschen rumschiebe. Die Insel ist nicht so groß. Achso, okay, doch. Da hinten ist noch grün. Voll das Viech. Das Schaf. Aha, das Reh. Da ist eine Mieze links. Und der Löwe rechts. Man kann ja mal erkennen, wie die aussehen. Also es gibt schon ein paar arg hässliche Viecher, muss ich ehrlich sagen. Viele sind super, aber es gibt... Das schaut cool aus. Aber es gibt viele. Auf dem DS ist das halt alles so pixelig, das glaube ich. Also für DS kenne ich es nicht. Kurz eines leiser machen noch. Präsentiert von Nuke Inc. Kenne ich auch nicht auf dem DS. Also ich weiß, viele haben das auf DS gespielt, aber mein erstes, wie gesagt, war Wii. Ich sage immer Wii U, aber ich meine Wii. Es ist 8 Jahre her. Oder, glaube ich, der letzte Teil. Oder 8 Jahre. Irgendwie sowas, was ewig dauert, bis Neues kommen. Das ist wirklich ewig. Oh. Ach, wir haben Orangen. Orangen. Gibt es da mehr verschiedene? Oh mein Gott. Donkey Kong. Da wären wir endlich. So leid es mir tut, aber es ist erstmal keine Zeit zum Ausruhen. Alles klar. Auf die Insel und arbeiten. Ja, mehrere. Ach, gibt mehr. Es findet eine Infoveranstaltung statt, um allen das Einleben in ihrer neuen Inselheimat zu erleichtern. Ich habe online, ja. Bitte gebt euch alle zum nahegelegenen Festplatz, wo unser Chef euch schon erwarten sollte. Bitte folgt uns mit Hilfe von linker Stick. Oh mein Gott, das wird erklärt. Ja. Ich kann mich bewegen. Uhuhuhu. Oh, nein. Bist du? Kann man irgendwie umdrehen? Ah, der? Schau, das ist dunkel. Voll der Hintern. Da ist er da. Also mit den zwei Geil bin ich schon mal cool, das passt schon mal. Das schaut auch ganz okay aus, das ist glaube ich so ein Bär. Ich kann mich nicht umdrehen, glaube ich, oder? Was passiert da? Ah, okay. Ach, bestimmt, wenn man auf einer anderen Insel ist, kann man so quasi reden, vermute ich mal. Ah. Nepp, sind wir vollzählig? Ich rufe mal besser alle auf. Tatjana. Ah, hi. Mit A ansprechen. Ah, okay. Der Ludwig. Habe deri. Und die Emitz ist auch da. Super, dann sind die alle da. Okay, Gott sei Dank nicht so viel noch. So, Chef, hier hätten wir die 3 Mutigen, die ein neues Leben auf dieser Insel beginnen wollen. Ausgezeichnet. Haha, den siehst, gell? Also da denkt sie sich wahrscheinlich. Dann mal zur Sache. Ich begrüße euch auf dieser Insel. Ich bin Tom Nook, Gründer und Geschäftsführer von Nook Inc. Nook Inc., euer kompetenter Partner für Selbstfindung, Schlussstriche und Horizontalerweiterungen. Ja, ja. Heute fängt euer neues Leben auf dieser noch etwas leeren Insel an. Was für Abenteurer. Lenny Crossing-Tier. Ahoi, servus. Hallo. Aber Nook Inc. lässt euch selbstverständlich nicht allein im Regen stehen.
Wir werden auch hier wohnen und euch lückenlos betreuen. All das ist ein Reif für die Inselpaket inklusive. Und in der Stadt, die sie in der Wii baut haben, sind sie ausgezogen und lassen alle allein. Mhm. So schaut es nämlich aus. Aber eins nach dem anderen. Ariel, danke dir. Vielen lieben Dank. Also ich plopp gleich auf, ich habe das gesehen, genau. Da ist es. Danke dir. Aber eins nach dem anderen. Zuerst muss sich jeder von euch einen Platz zum Wohnen suchen, gehört da schließlich dazu. Okay, cool. Da ich nebenher Immobilienmakler bin, werden wir früher oder später auch Häuser bauen. Aber bis es soweit ist, könnt ihr das Inselleben ganz authentisch genießen. In Zelten. In Zelten, okay. Holt euch euer von Nepp. Was holt euch eures von Nepp oder Schlepp ab und sucht euch ein schönes Plätzchen. Ein schattiges. Okay. Hui. Ach Gott. Ewig her, so geil. Hi. Nepp. Bitteschön, Emitz. Dein eigenes persönliches Zelt. Wuhu. Es ist gelb. Leni Crossing dir, danke dir. Vielen lieben Dank. Such dir erst einen schönen Ort und öffne mit X deine Tasche, okay? Dann wählst du dein Zelt und fertig. Du musst aber schon eine Stelle nehmen, wo ringsherum genug Platz ist. Keine Sorge, du kannst erst einmal schauen, wie es aussieht, bevor du deinen Ort endgültig festlegst. Und hier habe ich auch noch eine Karte der Insel. Ah, okay, Karte eben auch. Voll geil. Ich verlaufe mich sonst immer. Sobald dein Zelt steht, kommt nochmal hierher zurück. Zur besseren Orientierung hast du ja die Karte. Also einmal los, viel Erfolg. Wo ist Karte? Okay, das ist Reden. Ah, da ist. Ah, ich sitze natürlich vor der Karte, ne? Schwierig, würde ich sagen. Kommt links noch was? Kann man die Karte irgendwie dauerhaft einblenden? Das Spiel kann jetzt auch nicht gespeichert werden. Okay, ich kann aber jetzt eigentlich nicht. Ich kann mir ich kann mir den Namen nicht merken. Ich habe auf jeden Fall Palmenlampen bekommen. Ich kann mir den Namen nicht merken. Ich habe auf jeden Fall Palmenlampen bekommen. Palmenlampen? Oh, oh, oh. Hi, 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 hi. Also ich muss mir... Ach, okay. Vielleicht können wir die Map umstellen oder ich rutsche einfach darüber. Da. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern. Ah, okay. Wo bauen wir uns denn hin? Ich würde die Map gerne... Moment, ich rutsche mich mal ein bisschen rüber, dass ihr die Map seht. Oder ich rutsche mich mal ein bisschen einfach drüber. Y. Geht aktuell noch nicht. Ich denke, ich muss das Zelt platzieren. Ich rutsche mich gleich wieder runter. Wir müssen jetzt eh wahrscheinlich auf den Bereich hier, weil wir hier nicht drüber kommen, denke ich mal, über den Fluss, oder? Wir können nur ersaufen, glaube ich. Schade. Ich kann auch noch nichts schütteln, ich kann nichts aufheben, oder? Nö. Wo gehen wir denn hin? Entweder hier ins Eck hoch vielleicht? Also mit Y hebe ich auf. Ah. Das macht er noch nicht. Dann entweder hier oben. Oder wir gehen... Hier ist eine Angelstelle, ne? Oder hier irgendwo hin.
Hi. Tatjana, du bist... Nee, echtes verrat's mir nicht. Du bist Emils. Stimmt doch, oder? Jo. Habe ich mir doch gleich gedacht, dass ich darauf komme, Bossi. Bossi? Ich bin Tatjana. Glaubst ja gar nicht, wie ich mich auf die... Glaubst ja gar nicht, also mit Dialekt sogar. Wie ich mich auf das ganze Inselding hier freue. Wir zwei Pusteblümchen raffen einfach nicht, wo wir unsere Zelte hinpacken sollen, Bossi. Bist du fasziniert, wie detailreich das im Gegensatz zu den anderen Teilen ist? Ja, ja. Ist doch auch wurscht. Auf den Inseln werden wir garantiert Nachbarn sein. Packen wir uns das hin? Oder daher? Ah, packen wir sie hoch, ha? Den nochmal ansprechen? Die Tatjana. Wir zwei Pusteblümchen raffen einfach nicht, wo wir unsere Zelte hinpacken sollen, Bossi. Haha, ist doch wurscht. Auf den Inseln werden wir garantiert Nachbarn sein. Sag mir selber. Kathi, hi. Ahoi. Schon da, ja. Ich pack's mal hier hin, würde ich sagen. Soll ich mein Zelt hier aufstellen? Mal sehen. Hat doch passt, oder? Lassen wir mal da. Können später bestimmt noch umziehen, das glaube ich geht. Bam! Mein Zelt steht. Damit ist diese einsame Insel schon erheblich weniger einsam. Mal schauen, kann jetzt irgendwie das Ding herumpacken, die Minimap, kann ich irgendwo hinmachen. Das Spiel kann jetzt auch nicht gespeichert werden. Das ist belastend. Ich rutsche mal darüber. Warte mal. Zack. Hui! Die Miets kommt damit. Kann man den Ort eigentlich wechseln, wo das Haus hinbaut? Ich glaube schon. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was bei dem Teil jetzt geht, aber ich glaube später schon. Ich vermute mal auch gegen Geld. Wehrhummel, hi, servus. Hallihallöchen, ja allerseits. Ich kam gerade des Weges und dachte mir, ich schau mal hier rein. Servus, ahoi, willkommen. Du kannst es wechseln, wenn du ein Rad hast. Also, die Sarah und die Kathi sind beides Animal Crossing Veteranen, sage ich jetzt einfach mal. Ah, Emi, jetzt hast du ein schönes Fleckchen für dein Zeug gefunden. Hm? Jo, Hammer. Du bist der Erste, der zurück ist, also sind die anderen wohl noch nicht auf der Suche. Ach, die können wir auch umpampeln. Nachdem du dich sicher schon umgesehen hast, wüssten sie deine Hilfe sicher zu schätzen. Ja, ja. Gebt's her, ich baue euch euer Zelt hin. Guck an, hast auch schon einen Platz für ein Zelt gefunden, Bossi. Ich wollte ja warten, bis meine innere Gänseblume Bescheid gibt, aber die hat wohl gerade einen schlechten Tag. Ich war eine halbe Stunde im Stall. Also ich husch hier nur rein. Ah, okay. Da habe ich voll alte Baumschulen Stöckchen geschmissen, das dann genau hier gelandet ist. Der Bär ist schon mal cool. Gerade die Methode mag fragwürdig sein, aber das Ergebnis zählt, bin ich nicht genial, Bossi. Der Pikachu kommt rein. Ahoi, nochmal. Und die liebe Wehrhummel. Wehrhummel ist auch ein cooler Name eigentlich. Ich suche für dich. Du willst mir ein Plätzchen für mein Zelt aussuchen? Jo. Wir haben uns doch erst kennengelernt. Echt dufte von dir, Emix. Machen wir. Also mal los, nimm. Jetzt hast du am Drücker, Bossi. Jetzt bist du am Drücker. Gib den Zelt. Ich mach das Wasser rein.
Worauf wartest du, Gänseblümchen? So ein cooles Ort für mein Zelt. Ich warte am Festplatz auf dich. Okay. Bauen wir die gerne neben uns hin? Oder lassen wir ein bisschen Luft? Richtig top, ja. Ich sage ja, man kriegt Farbe bei dem Spiel. Lass Luft. Du brauchst den Platz noch, okay. Ich bin jetzt aktuell, wie gesagt, ich habe mich mal hier oben hinbaut. So mit Strand und so weiter. Ihr seht mich nicht. Ich habe mich gut versteckt. Hahaha. Wo ich sammeln kann? Nee, noch nicht. Geht noch nicht. Nee, nicht hier richtig. Schau kurz die Minimap an. Wo waren wir denn die hin? Nee, also ich wüsste zumindest nicht, mit welcher Taste. Geht eigentlich keine Taste. Nee, ich glaube noch nicht. Na, Y geht nicht. Was hätte ich die Insel schon leer gelootet? Okay. Wo packt man die denn hin? Ich kann da nichts schütteln. Ich pack's mal da drüben. Ah, da ist noch einer. Stimmt ja. Ich pack den mal hier hin, oder? Ich habe jetzt aktuell noch kein richtiges organisatorisches. Ja. Hier ist gut erstmal. Das Zelt von Tatjana steht also auch. Erzählen wir den einmal. Ich würde den gerne sehen. Der Ludwig. Schön, dich kennenzulernen. Der Lutaufseher ist das. Der Zelt steht schon, ich suche nach der perfekten Stelle. Ich will irgendwo mitten in der Natur wohnen, wo ich Körper und Geist trainieren kann. Der Fleck scheint mir ganz gut geeignet. Was meinst du, Emils? Ich suche für dich. Was? Du hilfst mir bei der Suche nach dem idealen Standort für mein Zelt? Logisch. Wir haben uns gerade erst kennengelernt und du behandelst mich wie einen alten Sportsfreund. Na gut, dann liegt mein Schicksal jetzt in deinen Händen. Du packst das schon. Schau, das ist der Donkey Kong, ne? Gut, ich vertraue dir mein Zelt an. Ich gehe dann mal zum Festplatz und bereite mich mental auf mein neues Leben hier vor. Mach das. Ich parke einfach da nebenhin. So, da irgendwo hin, ha? Das ist eine... Ja, wird passen, oder? Mal sehen. Ah, toll, ja. Nochmal überlegen. Das kommt ein bisschen zu weit, ja. Schauen wir nochmal. Versuchen wir es, ja. Hier ist gut. Bam. Das Zelt von Ludwig steht also auch. Logisch. Es scheint jeder einen Platz für sein Zelt gefunden zu haben, also zurück zum Festplatz. Auf geht's. Hui. Willkommen zurück. Ich hoffe, jeder hat... Entschuldigung. Ich hoffe, jeder hat das perfekte Plätzchen für seine neue Traumbehausung gefunden. Aber natürlich muss man nichts unterstützen. Lieber reiflich überlegen und mal drüber schlafen. Rainbow Katzi, hi. Die Rainbow Katzi, hi. Servus. Voll die coolen Namen halt. Und zwar einer großen Einzugsparty zu euren Ehren. Stilecht mit tollem Knisterfeuer hier auf dem Festplatz. Dazu müssen wir zwar erst ein paar Kleinigkeiten beschaffen.
Aber da wir jetzt sowieso alle Inselnachbarn sind, können wir uns ein bisschen unser Teamwork üben. Okay. Dann mal sehen. Tatjana, Schlepp und Ludwig machen den Festplatz Party bereit. Oder Party fertig. Emis und ich sorgen derweil für Feuerholz und vielleicht was Leckeres zum Essen. Geht alles klar? Na dann auf. Logisch. Und Emil, könnte ich kurz eine Kleinigkeit mit dir besprechen, ehe es losgeht? Na, Logo. Heraus, was gibt's? Danke, Emil. Ich wollte nur schnell überlegen, wie viel Feuerholz wir so brauchen. 8. Oder einfach nur ja. Ich schätze mal 10 Äste? Ja, das dürfte hinkommen. Ostiges liegt hier überall verstreut. Da ist er, der Häuserabschneider. Ich sag ja. Ostiges liegt hier überall verstreut. Wenn du was aufheben willst, drück einfach Y. Ah, jetzt können wir's. Kinderleicht, ja. Ich schaue mir so lange mal das Obst an, das hier wächst. Das sind sicher echte Orangen. Sowas rieche ich. Es werden keine Wachsorangen sein, hoffe ich. Der ist total geil. Ich sage, der kleine Kapitalist hier. Es ist egal, ob du die Äste vom Boden aufsammelst oder aus Bäumen herausschüttelst. Okay. Uno. Wie geht schütteln? Ach so. Aber jetzt sammelst du ja auch vom Boden aus. Ast. Was war das? Ich kann Unkraut mitnehmen. Ist wirklich Unkraut, okay. Naja, er sagt dir nicht, dass auch Wespen drinnen sind. Ich sag ja, nur die Insel schön reden. Ich lang keine Baum mehr an. Tschüss. Deine Tasche ist noch klein, pass auf. Tschüss. Lass ihn das selber fühlen. Aha, okay, das ist nice, das ist so niedlich. Es ist halt wirklich sau cool, ja. Oh, Orangen. Orangis. Schüttel das Ding. Haben was zum Schnabulieren. Meine Orangen. Gib. Deine Tasche ist noch klein. Da hat jetzt schon 6 Orangen in der Hosentasche. Aber keine Ahnung, es gibt gewisse Gegenmittel. Okay. Kann ich das Unkraut verkaufen? Kann man Steine aufheben? Ja, komm mal. Okay. Sammeln erstmal das. Die habe ich schon. Fein gemacht, Emil. Sehr fein. Eine schöne Ladung Äste, dann mal flugs nachgezahlt. Das sind ja noch mehr, als ich wollte. Du kriegst die Restlinge aber nicht. Also die 10 nehme ich mir und den Rest darfst du für dich behalten. Oh mein Gott, danke. Ich darf meine selbst gesammelten Äste behalten. Wie nett der zu uns ist. Dann bin ich mal so frei. Hepp, schönen Dank auch. Martin, der Real-Life-Video-Game-Charakter, kriegt eine Quest. Mach erstmal 90 andere Sachen. Rainbow Katze, danke dir. Ja. Wobei ich schon sagen muss, ich finde das fast schöner mit dem Unkraut. Dann ist das ein bisschen bewachsen. Achso, ja, mal schauen. Wir verkaufen das später. Kriegt eine Quest. Das muss man doch machen, es hilft nichts. Ein tolles Feuerchen. Den Fleiß wahrhaftig ein Segen für unsere Insel. Ach, was für ein Glücksbrief ich bin. Ja, genau. Wir machen die Arbeit, du kassierst. Ach so, und Glück habe ich auch bei meiner Obstkundschaftung auch gehabt. Während du vorher es geglaubt hast, habe ich sorgsam die Früchte inspiziert, die hier so wachsen. Sie sehen aus wie Orangen. Haben Orangen so an sich?
Duften wie Orangen. Ebenfalls ein Merkmal für Orangen, ja. Ja, sie schmecken sogar wie Orangen. Es sind wahrscheinlich Äpfel. Ich kombiniere ganz klar, das sind Weintrauben. Lecker Orangen. Würdest du 6 Stück davon sammeln? Hab ich schon. Ja, ja, du bist die Art Mensch, die das, für die, oh, meine 50 Ziegen sind von der Weide ausgebrochen. Du musst sie suchen. Neben Quests erfunden wurden. Ach Gott. Dann bin das ist ein Scheiß. Dann bin ich mal so frei und nehme dir die Früchtchen ab. Auf Catering können wir hier lange warten. Oh, es ist dunkel. Noch was fehlt. Feuer. Voll der Scheiterhaufen im Hintergrund. Nein, alles da, jawohl. Dann kann das Fest ja losgehen. Okay. Ich fühle mich bedroht. Ah, Gott. Finde ich auch, wirkt natürlicher. Ah, okay. Ja, mal schauen. Wir kriegen die Insel schön, glaube ich. Haben wir viel Zeit. Also es wächst im Unkraut, mein Wehrhummel. Aber ich weiß nicht, wie das bei New Horizons ist. Vielleicht kann man ja Gras pflanzen, die haben, soweit ich weiß, ja viel verändert in den letzten Spielen. Ich glaube, es geht, ja. Ich glaube, du kannst Blumen, Gras, das glaube ich geht. Du kannst, glaube ich, Samen kaufen. Also zumindest, bin mir nicht ganz sicher, die anderen wissen es bestimmt besser. Aber ich denke schon, das geht. Du kannst sogar tauschen mit allen möglichen Leuten. Also das ist auch sau cool. Per Post quasi Sachen schicken. Du kannst auf die Insel reisen. Mega nice. Endlich ist es soweit. Hiermit heiße ich alle Anwesenden hochoffiziell auf dieser Insel willkommen. Ich habe schon so einiges an unternehmerischen Eskapaden hinter mir, aber Junge, Junge. Eine Inselgemeinschaft vom ersten Tag an zu leiten, das wird wirklich mein ganzes Geschick fordern. Eines. Und das nicht nur am Schreibtisch und der Ladenkasse, sondern auch an der frischen Luft. Haha. Teilnehmerzahlenmäßig liegen wir zwar dezent unter dem Niveau, das ich mir ursprünglich so dachte. Der sieht sein Geld abhauen. Doch wenn ihr das schon so schrecken, wir müssen etwas. Doch wen wird das schon schrecken jetzt? Wir müssen einfach viel beherzter zur Tat schreiten. Ja, ja. Ja, weil er auch einen Finger berührt. Genau. Viel macht er nicht, glaube ich. Oh, jetzt schaut er grantig. Oh, Kathi. Oh, ho, 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 ho. Jetzt hast du ihn beleidigt. Der alte schafft er nur aufgeben und selber macht er nichts. Er ist schon ganz grantig, du. Ich würde aufpassen, wie das gleich mehr kostet bei dir das Zeug. Merkt das nicht. Mit genug Geduld und Spucke wird auch aus dem Verlassensinselchen ein. Nein, verlassen kann man diese Insel noch nicht mehr nennen. Ein richtiger Name müsste her. Da kommt mir ein brillanter Einfall. Wir als die Ersten hier sollten diesen Inseln einen neuen Namen geben. Und damit sich hinterher niemand beschwert, wird brav abgestimmt. Der beliebteste Name gewinnt. Ah, deswegen der Scheiterhaufen. Gut, du darfst jetzt wieder einmal überlegen und wenn ihr fertig seid, ruft jeder seinen Vorschlag. Ach Gott, wie, Isla Nubla? Jurassic Park? ähm, Erdbeerfeld, Jurassic Park. Aber hey, gratis Zigaretten anzünden, da muss ich mich nur runterbringen. Ah Gott. Ich finde Jurassic Park lustig. Aber ich habe jetzt mehr Platz, oder? Ah, Mist. Ah, viel zu wenig Platz. 10. Oh Gott.
Später nicht änderbar, kann bei lokalem Online-Spiel für andere sichtbar sein, wähle etwas Angemessenes. Was nehmen wir denn? Ähm, keine Ahnung. Geht doch mehr, oder? Ah, okay, sind doch bloß ein paar. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Alter, macht er nicht. Was macht er nicht? Was muss ich noch nehmen? Schnuffelhausen oder Schnuffelheim oder der Name, warum? Warum? Akihabara ist nicht so nett. Warum? Bin ich gespannt. Also Vorschläge gerne her. Also nur zur Info. Da kriege ich Angst für den armen Inselbewohner. Ach so. Weil sie überrennt werden, meinst du? Die ganzen Japaner, die kommen. Es sind nur 10 Zeichen. Können wir auch Valhalla nehmen. Valhalla. Was haben wir noch? Ähm, die werden dann irgendwo hinter der Kasse gestellt. Stimmt. Na gut. Was nehmen wir dann? Müssen wir da nur schuften. Ah, ja gut, stimmt. Das ist schwierig. Und die armen Mädchentierchen. Im Maidcafé, ja. Schwierig. Ich will mir ja gar nichts ausmalen. Machst du aber gerade. Und dir gefällt's. Ich weiß das ganz genau, dass es dir gefällt. Ähm, Meets Heim. Psst. Valhalla. Na, Valhalla. Hier geht es nicht um meine dunklen Fantasien. Dann wird es irgendwie Tentakel World oder sowas heißen, da bin ich mir ziemlich sicher. Wie nennen wir denn unsere Insel? Das war jetzt ein bisschen unvorbereitet. Ähm, wir können es nicht ändern, das ist belastend. Die richtige? Geht nicht rein, oder? Ich glaube, das Erdbeermiets, das ist belastend. Das ist immer ein Ding zu lang. Strawberry ist nicht besser. Ähm, ich müsste es ja nicht Viehstall nennen. Das wäre gemein. Ach komm. Mietshausen, Mietland, Miezien. Miezien?
bisschen anders geschrieben vielleicht, Mizien. Oder was haben wir denn noch? Meets Island. Miau Miau Mounts. Geht nicht rein. Meets Island. Ist auch nicht schlecht. Hm. Mietshausen, Mietland. Mietland. Mizien. Mir gefällt die Endung Mien. Und einfach ganz trocken Insel. Ich sage Viehstall oder irgendwie sowas. Na komm. Was können wir noch machen? Ich glaube, ich mach so. Mizien? Schaut komisch aus, Gold. Wird es ja versucht. Aber ich glaube, gibt es schon. Gut, wahrscheinlich wird es geben. Luna, haha, danke dir. Na komm, wir machen Mizien. Ist Mizien in Ordnung. In der Welt von Animal Crossing sind alle willkommen. Verwende bitte nichts Persönliches oder Anstößiges. Was? Mizienstamm. Mizienstamm? Mizienstamm. Mir fällt jetzt gerade Stuckenborstlein. Das wäre so typisch Gronkding. Aha. Ach komm. Bleiben wir dem. Ist ja wurscht. Ist ein bisschen das Yen hinten raus hat mir gefallen. Auf jeden Fall. Also fertig mit überlegen. Dann ruft es jeder den Namen, der ihm in den Sinn gekommen ist. Jurassic Park war das erste. Passt nicht rein. Belastend. Bereitlos. Waschbäros, Sternisien, Muckingen. Von ihr habe ich nicht gelesen. Viel Fantasie habt, ganz klar, bei solch tollen Ideen werden wir auf jeden Fall fündig. Bei mir heißen alle Orte in Spielen immer Kleinhotheim. Kleinhotheim, mir gut das gleiche. Alle außer bei Animal Crossing. Ach so. Dann stimmen wir jetzt alle ab. Ich sage laut den Namen und ihr klatscht für den ihr mochtet. Den Antiasmus gefällt mir ihm jetzt. Lass mich mit deinen anfangen. Also der Vorschlag von ihm jetzt war... Mizien. Ach sowas, das ist ja ein richtiger Publikumsliebling. Alle klatschen. Naja, alles klar. Also wenn alle einverstanden sind, nehmen wir doch einfach Mizien. Komisch, dass wir das aussuchen dürfen. Wunderbar, dann taufe ich diese schöne Insel hiermit auf den Namen Mizien. Nun Emitz. Mit deiner Namenswahl für Mizien hast du deine Kreativität unter Beweis gestellt. Daher wäre es schön, wenn wir auch in Zukunft bei wichtigen Entscheidungen auf dich zählen könnten. Ja, ja, Emitz, hiermit ernenne ich dich zum Inselsprecher von Mizien. Oh mein Gott. Mag ich gar nicht. Ich werde nicht gefragt. Hast du wohl ein paar Worte für uns übrig als neue Bezugsperson für deine Nachbarn? Hi. Ein paar Worte. Dann haben wir nun also einen Namen gegeben und unseren Inselsprecher gewählt. Heute war ein ereignisreicher Tag. Wir sind wohl alle reif für die Koje, aber zuerst stoßen wir an. Ach, der O-Saft. Hat jeder sein Gläschen. Handvoll mit frischem Saft aus guten Orangen, hier frisch geerntet von unserem Inselsprecher. Von alle zusammen. Prost oder Kampai oder Kombe oder Skoll. Ehre. Zum Wohl. Und wir hatten einen übelsten Kater am nächsten Tag.
Jo, erstmal Cocktail gönnen. Ja, wirklich. Also, mit der bin ich cool. Mit dem eigentlich auch. Haben wir Glück gehabt. Tatjana, wir haben uns gerade erst getroffen, aber hier am Lagerfeuer kommt es mir vor, als wären wir dicke Homies. Du hast Birnen bei dir. Ah, cool. Birnen. Wenn man hier so ums Lagerfeuer sitzt, fühlt man sich wie im Urlaub. Uh, uh. Hast du was anderes? Ach, genießt du das Lagerfeuer? Logisch. Gespräche am Lagerfeuer bleiben lange im Gedächtnis. Tschüss. Dodo Airlines, ach cool. Voll der gute Flieger, ne? Ach schau, ich wollte fangen. Woran denn? Ich muss noch ein paar mit. Nein, nee, kein Unkraut. Ja, können wir auch brauchen. Sagst du was anderes? Wenn wir so mit Saft aus den heimischen Orangen anstoßen, sind wir wie eine richtig kleine Familie. Ich werde auf dich aufpassen wie ein großer Bruder. Glumanda 93, hallo. Oh, ich liebe die Anfangsmusik bei Animal Crossing. Ahoi, Glumanda. Servus. Willkommen. Die Lagerfeuerparty auf einer einsamen Insel nicht schlecht, Herr Specht. Bossi. Bossi. Wir feiern alle zusammen mit Tien. Da geht mir mein Blumenherz auf. Wir haben uns gerade erst getroffen. Ah, okay, jetzt wiederholt sie sich. Aber am Lagerfeuer kommt es mir vor, als wären wir dicke Homies. Wenn man hier so im Lagerfeuer sitzt, fühlt man sich wie im Urlaub. Okay. Jetzt Tom Nook. Snap. Gemacht, Emits. Dank dir haben wir ein schönes Lagerfeuer. Ja, danke dir. Wir sollten zwar hier die Profis sein, aber wir haben auch noch nie auf einer einsamen Insel gelebt. Wir werden euch so gut es geht unterstützen, aber am Ende ist es auch für uns ein Abenteuer. Aha. Wo ist mein WLAN-Passwort? Oh, Emits, ich hoffe, du vergnügst dich. Es ist sau cool. Wenn du Ruhe brauchst, leg dich ruhig in deinen Zöllchen aufs Ohr. Wir bleiben hier und sorgen dafür, dass das Feuer für heute schön weiter brennt. Ja, nehmen wir uns hin. Wunderbar, aber warte, ich habe da noch was Kleines für dich. Ein Blatt. Dein eigenes Zeltbett. Stell es in deinen Zelt auf, damit du nicht auf dem Boden schlafen musst. Voll der Luxus. Ach, ein paar Kisten warten dort auch auf dich. Vielleicht kannst du ja mit dem Inhalt was anfangen. Um die Kisten zu öffnen und die Sachen darin zu verwenden, drücke einfach A. Machen wir. Wenn du dich aufs Ohr legen willst, bewege dich mit linker Stick auf dein Bett. Morgen ist ein großer Tag für dich, der Anfang deines Insellebens, also ruh dich gut aus. Aber jetzt habe ich dir genug erzählt, Zeit für die Haie und schlaf gut mit. Ich kann nicht klatschen oder sowas, oder geht das? Na, schaut, geht glaube ich nicht. Ich dachte, es gab irgendwie so Emotes oder sowas. Na gut, ich mach die Düse. Scarlett wartet. Bis bald, Kathi. Danke dir. Ich dachte, Scarlett, einen schönen Gruß. Ach, da haben wir Kisten. Radio. Okay. Und? Oh, Lampe. Okay. Wehrhummel, vielen lieben Dank. Danke dir. Feldbett. Platzieren. Hier ist ungünstig.
Nein. Schieb das woanders hin. Na. Nein. Ich kann es packen. Gott sei Dank. Okay. Nein, nein, nein. Schieb das Ding. Jetzt. Tipp, du kannst das Bett auch drehen. Ich kann es auch drehen. Alles klar, danke dir. Jetzt haben wir uns hin. Soll ich ein Schläfchen halten? Logisch. Ich bin so müde. Mhm. Ach, voll geil. Wie heißt der? Ach. KK cool oder so ähnlich, oder? Dass dich also dazu entschlossen, umzusehen. Willst der Welt deinen Stempel aufdrücken. So muss das laufen. Und es gibt im Leben viel zu viele Leute, die dir sowas vorschreiben wollen. KK ist leider? Okay. Aber wenn juckt, du gehst deinen eigenen Weg. Einfach so leben, wie man es selbst für richtig hält. Da tun sich neue Horizonte auf. Aber merk dir eins, niemand kommt auf Dauer ganz alleine über die Runden. Wenn es da draußen hart auf hart kommt, dann machen wir alles für Tumnuk. Dann wirst du glücklich sein, ein paar Mitstreiter auf deiner Seite zu haben, an deiner Seite. Aber du bist sicher nicht hier, um einem alten Hund beim Jaulen zuzuhören. So langsam wird es Zeit für dich, die Äuglein aufzutun. Oh, aber schreib dir die Sache mit den Miststreitern hinter die Ohren. Mit Miststreitern. Du wirst mehr Spaß auf deiner Insel haben, wenn du ein paar Gleichgesinnte dorthin einlädst. Ein Neuanfang auf einer einsamen Insel zusammen mit deinen besten Freunden klingt gut, oder? Hm? Sobald du aufwachst, erlebst du synchron mit der echten Zeit. Dann viel Spaß. Das wär's von mir, man sieht sich, ja. KK ist der Beste. Doch komm da schon wieder. Ich wusste. Emits, bist du wach? Ich hoffe, ich habe dich nicht aus dem Schlaf geschreckt. Ich muss sowieso aufstehen, weil du geschrien hast. Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Ja, ja, ich warte hier, bis du soweit bist. Es eilt gar nicht, aber komm sofort. Na komm. Du müsstest dein Zelt noch bezahlen. Kommt jetzt bestimmt. Da bist du ja. Ich hoffe, du hattest ein geruhsames Nickerchen. Obwohl, eigentlich war es etwas mehr als nur ein Nickerchen. Ein neuer Tag ist angebrochen. Ich habe verpennt. Ach, es ist ganz normal, nach so einer Umstellung im Leben etwas erschöpft zu sein. Apropos. Habe ich noch ein paar Dinge, die dir beim Eingewöhnen in unser kleines Paradies von Nutzen sein sollten. Zuerst einmal brauchst du das hier. Handy. Ein ganz persönliches Snook-Phone. Ich habe es speziell für Bewohner der Insel entwickeln lassen. Warte mal, nicht so hastig. Nimm es doch bitte noch einmal in die Hand und schalte es ein. Voll weggesteckt, das Ding. Okay, cool. Was? Perfekt, dann ist es also eingeschaltet. So, jetzt kannst du es gerne verstauen. Eine Frage, Emits. Hast du schon einmal ein Smartphone benutzt? Nee. Logisch. Sehr gut, das sollte das ja ein Kinderspiel für dich sein. Die Loop-Phones sind sogar noch ein Stückchen einfacher zu bedienen als andere Smartphones. Oh ja, wir haben einfach die meisten Funktionen entfernt. Ja, super, merci dir. Nice. Oh ja, wir haben einfach die meisten Funktionen entfernt. Oh, eine Sache noch. Hier ist eine Rechnung. Ich wusste.
Ich wusste. Da ist alles aufgeführt. Flugticket, Unterkunft, Nebenkosten, Steuern und natürlich der Nuke von. Ja, ja, logisch, kostet das Geld. Und wie kommen wir summa summarum auf bescheidene 49.800 Sternis. Wirklich ein köstlicher Scherz, Imitz. Jetzt haut er uns gleich auf. Wie, das ist dein Ernst? Ah, natürlich. Wie konnte ich das nur übersehen? Also Sterne sind eine Währung, die du hier gegen Waren und Dienstleistungen tauschen kannst. Bleibt immer noch das Problem, dass du keine hast. Aber kein Anlass zur Sorge, nein, nein. Für diesen Fall bin ich natürlich vorbereitet. Er holt sein Basie. Du kannst den Reif für die Inselpaket auch mit Meilen abbezahlen. Ich präsentiere hiermit einen brandneuen, überaus praktischen Service, Nukes Meilenprogramm. Meilen? Das ist wirklich eine formidable Idee, wenn ich das so sagen darf. Mit Nukes Meilenprogramm verdient man Meilen, indem man hier auf Myzien einfach nur lebt. Okay. Also so Dailies, einfach nur einloggen und so weiter. Ich würde sogar sagen, dass man umso mehr Meilen verdient, je mehr man das Leben auf der Insel genießt. Für diese Meilen zahlt man dann seine Umzugsgebühr und das ist doch längst nicht alles. Müsste deine Rechnung mit Bargeld begleichen, wären 49.800 Sterne ist fällig. Aber da du stattdessen diesen wunderbaren Service nutzt, sind es nur läppische 5.000 Meilen. Ich werde dich dann mal für das Programm anmelden, damit du ab sofort in Meilen bezahlen kannst. Weitere Details findest du auf deinen Nuke-Phone, starte dazu einfach die Nuke-Meilen-App. Du wirst sehen, dass du schon für die Reise zur Insel und den Beitritt zum Programm Meilen verdient hast. Wenn du mir jetzt entschuldigen würdest, ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Aber lass mich doch noch einmal zu deiner Ankunft beglückwünschen. Es freut mich, dich als Kunden von Nuke Inc. und Bewohner von Myzien zu begrüßen. Merci dir. Ja, wir haben 50.000 Schulden, da freuen wir uns. Woo! Mein neues Leben hat begonnen. Ich kann tun und lassen, was ich will. Naja. Juhu. Ab jetzt vergeht die Zeit hier auf der Insel synchron mit der echten Welt. Ah, okay. Berühre nicht Powerknopf von oben. Was? Berühre nicht Powerknopf, wenn oben rechts das Symbol für automatisch speichern erscheint. Ach so, okay. Wenn du aufhören möchtest, kannst du auch Blabla drücken und dann dein Spiel speichern und beenden. Ah, okay. Das geht wirklich nur so. Alles klar. Y, das Sammeln muss man merken. Wir haben Post. Ein Post. Nintendo. Alles Gute zu deinem Umzug. Wir hoffen, dass dir das Inselleben gefällt. Um diesen Neuanfang zu feiern, haben wir ein Geschenk für dich, das dir sicher helfen wird. Dein Team von Nintendo. In die Tasche. Gib. Was haben wir hier eigentlich alles? Ungelesen. Mit Geschenk von Bewohnern, von Freunden, sonstiges. Ah, okay. Auspacken. Die Hilfswerkbank. Ach, ein Ding. Erlernen. Ist das eine Anleitung fürs Basteln? Wie soll man sich das dann merken? Was? Ist das eine Anleitung fürs Basteln? Wie soll man sich das denn merken? Ah, im Phone vielleicht. Wie komme ich ins Phone rein? AZL, okay. Nuke-Meilen. Nuke-Meilen, du hast dich für Nukes Meilenprogramm angemeldet. Du kannst dich durch die Teilnahme an Aktivitäten auf der Insel Nuke-Meilen verdienen. Weiter. Danach kannst du sie im Nuke-Portal im Service Center gegen exklusive Vorteile und Produkte tauschen. Alles klar. Kostet das Inselleben voll aus, hol dir die Nuke-Meilen. Gib. Mädchenansicht, Meilen abholen. 500 Stück, okay. Nuke Inc. Kunde. Angelmeister, soziales Tier, Insektenjäger. Wenn du Bewohner sich möglichst viel grüßen, am besten solltest du jeden Tag allen deinen Nachbarn zumindest einmal kurz Hallo gesagt haben. Designs. Diese App lässt dich eigene Designs erstellen, die du als Kleidung tragen oder auf der Insel ausstellen kannst. Okay.
Wenn du diese Designs in der App speicherst, kannst du sie mit anderen Inselbewohnern teilen. Ah. Möglicherweise können andere Spieler beim Spielen im Netzwerk deine Designs sehen, zum Beispiel wenn du eine andere Insel besuchst. Ach, sau cool. Bitte erstelle deine Designs die Rechte anderer. Bitte erstelle keine Designs, die die Rechte anderer verletzen. Verwende keine privaten Informationen von dir oder anderen und keine beleidigenden Bilder oder Worte. Ja, klar, logisch. Kamera. Fotografiere und setze dabei diverse Filter und Effekte ein. Die Fotos werden im Album des Home-Menüs gespeichert und können von anderen Nutzern dieser Konsole gesehen werden. Achso, ja gut, klar, logisch. Kino. Sepia Standard. Ach, da schau da her. Alles klar. Okay, 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 okay. Wissen wir auch. Karte. Hier siehst du die Insel, auf der du dich gerade befindest. Tasche kannst du mit den Meilen größer machen. Ah, okay. Kann mal schauen. Außerdem kannst du mit Hilfe von X einstellen, ob dir die Minikarte angezeigt werden soll, während du auf der Insel unterwegs bist. Ah, ja, 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 das wäre auch cool. Minikarte immer aus, Minikarte immer an. Kann ich die ja nach oben packen? Also so rechts ins Eck hoch, die Minikarte, geht das? Service Center, Flughafen, Minikarte. Können wir ja anlassen, glaube ich, oder? Der Pass. Gib einen Kommentar ein. Pass, all deine Passdaten sind hier gespeichert. Diese Informationen können von anderen Spielern gesehen werden, zum Beispiel beim Besuch anderer Inseln und weiter. Du kannst ein Foto, deinen Titel und deinen Kommentar jederzeit ändern. Werde nach Herzenslust kreativ schließen. Geht es? Geht es wirklich? Hat mal Platz. Okay, passt. Warum nicht? Mal machen wir gleich wieder. Notrettung, was ist noch? Dieser Dienst rettet dich, wenn wenn dein Weg versperrt ist und du nicht mehr weiter kannst. Ach, sau cool. Du wirst dann nach Hause oder ins Service Center gebraucht. Die Nutzung dieses Dienstes kostet Noobmeilen. Ja, okay. Aber zumindest kann man sich nirgendwo festpacken. No. Noobmeilen. Angemeister soll Tier. Was haben wir? Ach, das geht noch weiter. Oh mein Gott. Passt schon. Einige Einträge auf deinem Pass kannst du jederzeit selber anpassen. Passt schon, okay. Wer seine Ausweisdokumente so auf dem neuesten Stand hält, wird mit dem begehrten Noobmeilen belohnt. Ja, ja. Ach Gott, das ist ja wirklich. Oh mein Gott. Ja, da gibt es einiges. Alles klar, sau nice. Gefällt mir. Kurz was zum Trinken haben. Ach so. Ach, unter mir ist die. Ach, unter mir ist die Zeit, gell? Es ist 15:46 Uhr. Es ist Donnerstag, der 26. August. Und wo ist es irgendwie so. Lustig. Ich kenne das nicht. Habe ich heute gesehen.
Monster Energy Ultra Fiesta Mango Flavor. Also, ich weiß nicht, ob man es sieht, weil es ist leider die Farbe nicht gut für das Herz, Junge, ich weiß. Aber hat. Ich versuch's trotzdem. Ich bin nicht so der Kaffee-Fan. Also Kaffee ist eine Sache, ich kann nicht sagen, also ich kann nicht sagen, dass mir Kaffee schmeckt. Ich kann aber nicht sagen, dass er mir nicht schmeckt, sagen wir es so. Ich habe mal so 2-3 Jahre Kaffee getrunken, aber irgendwie, ich mag Tee lieber, tatsächlich. Richtig handlicher Grüntee. Ich auch nicht, aber nach den Kindern Kaffee ist mein bester Freund. Ah, okay. Ah, Kaffee bin ich irgendwie, weiß ich nicht. Ist nicht so mein Fall. Auf diesem schwarzen Brett werden wir wichtige Hinweise und nützliche Informationen für alle veröffentlichen. Ja, ja. Bewohner der Insel und Besucher sind herzlich eingeladen, das schwarze Brett zu nutzen, um miteinander zu kommunizieren, besondere Ereignisse zu feiern und so weiter. Okay. Also generell müssen wir später mal schauen. Wenn ihr Bock habt, ich kann euch gerne auch den Freundescode geben von der Switch, wenn es euch interessiert. Hätte ich letzte Nacht lieber mal an meiner coolen Angelpose gefeilt, anstatt um die Häuser zu ziehen. Coole Angelpose. Kann ich die anschauen? Geht das irgendwie? Bist du interessiert? Okay. Können wir gerne machen. Ich kann mich nicht drehen oder dass ich von der anderen Seite sehe. Das geht leider nicht. Glaube ich leider nicht, oder? Ich glaube nicht. Ah, schade. Hoffentlich merkt keiner, dass ich in Wirklichkeit keinen blassen Schimmer habe, was ich hier tue. Ah, doch, wir können das vielleicht fotografieren. Kamera. Später, ja, gerne. Scheint leider nicht zu gehen, oder ne? Besser. Die Location für mein Zelt ist nicht der Hammer, nein, nein, die ist der ganze Werkzeugkasten. Oh mein Gott. Ach Gott. Hast ein 1A-Händchen bewiesen, Emitz, mich hasst ab jetzt öfter an der Backe. Ich hab's. Ich zerbreche mir schon eine Weile den Kopf darüber, wie ich dir mal was Gutes tun kann. Endlich kam mir der Geistesblitz. Eine knallharte Anleitung für einen Do-it-yourself-Blättchenschirm. Ha? Ich muss gleich kochen. Kein Problem, kein Problem. Ich muss heute gegen, sagen wir so 7 Uhr, 19 Uhr, 19.15 Uhr rum muss ich weg. Kommen wir dann später wieder. Mann hat gleich Feierabend. Ah, okay. Bin dann so gegen 8:30 spätestens wieder da, denke ich mal. Endlich kam mir der Geistesblitz. Eine knallharte Anleitung für den Do-it-yourself-Blättchenschirm. Blättchenschirm? Ach stimmt, wie machen wir die Anleitungen? Was sticht einem hier auf der Insel als allererstes ins Auge? Ganz klar, das Unkraut, das hier so wuchert. Der Anblick allein wäre die Inspiration für dieses knallharte Bastelprojekt. Da spiele ich heute Red Dead. Ah, okay. Red Dead Redemption. Der Anblick allein war die Inspiration für dieses knallharte Bastelprojekt. Musst dich nicht bedanken. Wenn du dich noch ans Basteln getraut hast, hau mal Tom Nook an. Yes, yes. Der organisiert kostenlose Schnupperkurse im Service Center. Konnt's auch erst nicht glauben. Nein, ich auch nicht. Kostenloser Schnupperkurs mit Abo-Pflicht. Einmal schnuppern, 3-mal zahlen. Schnupper mal. Wir schnuppern mal. Da ist er ja. Oh, Kiste. Hi, Mitz. Willkommen, willkommen. Hier ist es doch ganz kuschelig. Hm? Nicht komfortabel, aber schön kitschig. Lass es mich wissen, wenn du einen Rat zum Inselleben oder irgendwas anderes brauchst. Wenn du Tipps brauchst, was du auf der Insel so alles benötigst, solltest du mit Nepper reden. Er kann dir dabei helfen, an die nötige Grundausstattung zu kommen. Und falls du Sternis brauchst, er hat eine recht großzügige Ankaufspolitik. Soll heißen, er kauft fast alles. Nicht unbedingt die geliefteste Businessmethode, aber definitiv großzügig. Ja, ja. Mhm.
Oh, eine wichtige Sache noch. Wir bieten eine Gratis-Einführung ins Basteln an, eine sehr nützliche Fähigkeit. Ich würde mich freuen, wenn dich dort begrüßen zu dürfen. Ja, heraus. Was ist das? Oh, wie konnte ich das vergessen? Ich musste noch erklären, wofür die Kiste da gut ist. Ja, heraus. Das ist die Grimmskrams-Kiste und die steht jedem Einwohner zur Verfügung. Aha. Die Leute legen hier Sachen hinein, die sie nicht mehr brauchen. Dort landen auch Items, die bei Bauarbeiten aus dem Weg geräumt werden müssen. Ja, wenn dir etwas aus der Kiste gefällt, nimm es ruhig mit. Wenn die Kiste voll ist, wird das älteste Item darin entsorgt, also warte nicht zu lang. Karton, mega nice. Was hast du? Oh, hallo, du bist ja wirklich einer von der ganz schnellen Truppe, jawohl. Wir laufen zwar noch die Vorbereitung, aber eine Handvoll Kleinigkeiten bieten wir schon an. Da wir da kaum Lagerplatz haben und so, gibt es eigentlich auch täglich neue Sachen bei uns. Machen wir gleich Automaten. Das bestimmt allerhand zu tun, aber schau doch mal, was es gibt. Vielleicht ist ja was für dich dabei. Ich schau mal. Spitze. Der Skistuhl und der Generator. Fühle ich beides? Alles klar, soweit. Wir verkaufen hier nicht nur, wir kaufen auch Sachen an. Alles, was man hier so findet. Und weil eine saubere Insel was Tolles für alle ist, ja, darum zahlen wir auch ein paar Sternis für Unkraut oder Abfälle, die du in der Gegend aufsammelst. Wenn du nicht wirklich sicher bist, ob dir etwas Bestimmtes ankaufen, Fragen kostet nichts. Ich will was verkaufen. Sehr gern, was hast du anzubieten? Nur Scheiß. Ich hatte einen Stein für dich. Verkaufen wir das Unkraut. Das sind Pflanzen. Unkraut, ja, dafür können wir dir 200 Steine anbieten. Ja, geht doch, oder? Abgemacht. Und der Ranchung kannst du auch verkaufen. Vielen Dank. Wir hoffen, du beehrst uns recht bald wieder. Oh mein Gott. Wird am Anfang viel so, esst den Stein, die behalte mal. Ah, okay. Unkrautfeind. Nook Int möchte seine Anerkennung für deine Bemühungen zur Verschönerung der Insel mit einem schönen Paket Nookmeilen Ausdruck verleihen. Weiter so jäte Unkraut für die Schönheit für Nookmeilen. Okay. Muss noch was geben, oder? Verkaufen statt Horten. Leichtes Gepäck, so heißt die Zauberformel für ein Leben ohne Altlasten. Dein erstes Verkaufen nicht mehr benötigte Dinge unterstützt Nook Inc. mit einem Meilenbonus. Okay, geht langsam. Gut, ein Automat. Ich sollte noch ein paar Worte zu diesem Terminal sagen. Das ist ein Nook-Portal und es wird dein Leben auf der Insel leichter machen und spaßiger. Im Moment bietet es dir 2 Funktionen E-Mails. Wähle erstmal Nook Shopping, da kannst du Dinge bestellen, die man auf einer Insel schwer findet. Okay. Außerdem dient es als Geldautomat der Nook Direktbank. Film ist ein Service in Arbeit, über den du Nook-Meilen gegen diverse Prämien eintauschen kannst. Ah, okay. Bitte nutze diese wunderbaren Funktionen nach Herzenlust, sie sind äußerst nützlich. Ja, ja. Willkommen beim Nook-Portal, einem multifunktionalen Terminal von Nook Inc. Einmal pro Tag erhalten Sie für den Zugriff auf das Nook-Portal Bonusmeilen. Oh mei. Erster Tag 50 Bonusmeilen. Bitte wählen Sie einen der folgenden Services aus. Ja, Shopping. Fußboden Spot. Trackerkappe. Bitte nichts essen, zumindest jetzt nicht. Essen? Häschen-Shirt. Nummer 3 Shirt. Ach so, Obst. So. Chino. Paar Wassersportschuhe. KK-Song. Ah, okay, die kann man auch kaufen. Voll geil. Teuer, ja, das stimmt.
Peach Krone. Luigi Schnauzer, Mario Schnauzer, Wario Schnauzer, Luigi Outfit, Mario Peach Kleid, Wario, Luigi Schuhe, Pilztapete, oh Gott, die leuchtet sogar, Blockboden, Lakitos Wolketeppich, Yoshi Eiteppich, oh Gott. Bitte wählen Sie einen folgenden Service aus. Bankautomat, Kredithöhe, Kontostand, Auszahlung, Kredithöhe. Ach, wir müssen... Der erste Kredit quasi läuft komplett auf Meilen, so wie es ausschaut, okay. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Hi. Was das sein, was liegt an? Sag, ich bin ganz ohr. Bastelkurs. Naja, die Einführung ist Basteln. Jeder Teilnehmer darf das selbst hergestellte Werkzeug behalten und erhält ein Set von Anleitungen. Das ist nützlich für das Leben auf der Insel. Soll ich dich für dein nächstes freien Kurs anmelden? Logisch, hau raus. Sind ja wahrscheinlich ohne Ende belegt bei 3 Bewohnern. Aber mit Vergnügen. Ja, so gefällt mir das. Ich habe gerade Zeit, also können wir gleich loslegen. Willkommen bei meiner kleinen Einführung ins Basteln. Im Grunde ist es sehr einfach, wie du gleich selbst sehen wirst. Aber mit Vergnügen, Hust. Du brauchst lediglich eine Anleitung, die nötigen Materialien und eine Werkbank wie diese hier. Eine Werkbank brauchen wir auch. Heute bauen wir uns mit ganz gewöhnlichen Materialien eine Angel. Für eine Angel brauchst du nur 5 Äste. Sie wird aber etwas filigran sein. Finde die nötigen Materialien und komm dann wieder zu mir. Wir haben die Materialien oder? Ja. Hey Mist, du hast das nötige Material gefunden. Logisch. Also dann bauen wir uns eine Angel. Ja. Wähle zum Anfang ein Projekt an der Werkbank aus. Versuch's mal. Werkbank. Jo. Wackel. Ich muss die Anleitung in der Tasche. Ach, stimmt, haben wir hier in der Tasche. Wie du siehst, ist Basteln ganz einfach, solange du eine Anleitung hast. Und das war auch schon die Einführung ins Basteln. Wow. Und eine Sache noch, hier sind ein paar einfache Anleitungen, kostenlos natürlich. Ich schicke dir einfach auf den Nook von. Kannst du das bitte kurz herausholen? Controller verbirgt sogar. Cool. Ah, Bastelanleitungen. Jetzt kriege ich die Apps, die er vorher gelöscht hat. Ausgezeichnet, die App Bastelanleitung ist auf deinem Nook von installiert. Und die Wackelangel, die du gerade gebastelt hast, darfst du auch behalten. Wow, danke dir. Sie sollte dir gute Dienst leisten, eine Weile lang, zumindest eine kleine Weile. Wo wir von Angeln sprechen, ich bin kein Meisterangler, aber einen Tipp kann ich dir geben. Meiner Erfahrung nach solltest du beim Auswerfen der Leine vor dem Schaden eines Fisches zielen. Ja. Ja, eine sehr kleine. Wenn du das anfängst, würde ich es gern sehen. Die örtliche Fauna interessiert mich sehr. Wenn man es verkaufen kann, bestimmt. Beholzwerkbank herlernen. Ich weiß jetzt, wie man eine Beholzwerkbank herstellt. Da können wir uns selber eine machen. Oder Blättchenschirm. Ich weiß jetzt, wie man einen Blättchenschirm herstellt. Was war das da? Ach, Karton war das. War noch was drin? Nö. Sagst du noch was? Was das sein, was liegt an? Sag, ich bin ganz ohr. Alles gut. An die Werkbank, okay. Es freut mich, dass du so eine Initiative ergreifst und ein neues Zuhause erkunden möchtest. Aber zögere nicht, um Hilfe zu binden, falls nötig, dafür sind wir da. Was soll ich an Tom Nooks Werkbank tun? Und dann frage ich, was du machen kannst. Etwas herstellen?
gleich. Ich brauche die Kescher. Also hast du das genau das gemeint? Etwas herstellen, okay. Die Behelfswerkbank, wenn wir brauchen, denke ich, für unser eigenes Hartholz und Eisenerz. Okay, das ist nicht so cool, haben wir nicht. Ach, die ist sogar dabei, wie groß die ist. Okay, 1,5 mal 1,5. Lagerfeuer 1 mal 1. Blättchenschirm braucht Unkraut. Kann der Blättchenschirm was? Ausrüstung. Herstellbar. Ach, Deko, okay. Na gut. Aber Hartholz brauchen wir jetzt quasi irgendwie. Wo kriegen wir Hartholz her? Schauen wir mal. Wir können jetzt Käfers fangen, ne? Was Bäume mit Axt? Ah, okay. Axt habe ich noch keine. Ich soll wohl ein bisschen Unkraut. Oh, das ist das Vieh. Oh. Oho! Eine Heuschrecke, Schrecke, Heu. Die Würze wären nicht besser, ne? Ich denke, das Unkraut wächst wieder nach, vermute ich mal. Hast du nicht genug von mir bekommen, das müsste an meiner 1A-Persönlichkeit liegen. Ich will plaudern. Ich bin hier aus der Laune hergezogen, war eine echte Nacht- und Nebelaktion, Bossi. Da habe ich eure Linie vergessen, mir ein paar Sternis einzustecken. Vielleicht komme ich ja an Kohle, wenn ich bei Nepp Obst, Unkraut und so Zeugs verticke. Ja, da geht's quasi genauso. Wollte nur Hallo sagen. Dann mal tschö mit Ö, Bossi. Kannst alles verkaufen. Da ist noch ein Kette rum. Nein, bleib da. Ich spiele 3 Tasten, ich drücke immer die falschen. Muss schon. Muss schon. Oh, Geschenk? Geschenk? Ich krieg noch irgendwas zum Runterschießen, ne? Oder ist es Wetter? Voll wegklaut. Orange und alles würde ich verkaufen. Okay, schauen wir gleich. Eine Hyalester-Zikade. Hyra, kleine Zikade. Für Axt brauchen wir bestimmt Steine, ne? Muscheln. Haben wir was rausgespritzt? Ja. Ahoi. Hallo Emitz. Schön dich zu sehen. Das war der Schlepp, der war dunkel. Hat Spaß gemacht, das Lagerfeuer, stimmt's? Wir arbeiten nach dem Service Center, also kommt einfach vorbei, falls mal irgendwas anliegt. Im Moment vertrete ich mir ein bisschen die Beine und schaue, dass es auch allen hier gut geht. Wenn du mal Ideen brauchst, was du so anstellen könntest, sag mir einfach Bescheid. Okay. Und was machst du?
Bodo. Der Bodo mit dem Bagger und der Bagger noch. Warte mal, wie bist du denn hier reingekommen? Ich könnte schwören, dass ich die Vordertür abgeschlossen hatte. Na, aber macht nichts. Wir sind gerade noch in der Vorbereitung, deswegen gibt es heute keine Flüge. Reinschauen. Tut mir wirklich leid, ab morgen sollten wir aber fliegen, also schau einfach dann wieder vorbei. Okay, tschüss. Ich wollte mal reinschauen. Vielleicht gibt's sowas. Gratis Stuff abgreifen und so Zeug. Ja, passt. Oh. Pulmerhausen. Nein. Oh Gott. Mach den Unkraut weg und Obst verkaufe alles erstmal. Machen wir gleich. Servus. Ich werde den größten Fisch angeln, den man auf dieser Insel erwischen kann. Oh. Zur Hand war. Es will einfach kein Fisch anbeißen. Telefon brummt. Bastelanleitungen. Diese App hilft dir dabei, deine Bastelanleitungen zu verwalten. Häufige Basteldinge kannst du als Favoriten markieren, so wird das Basteln sehr viel komfortabler. Okay. Ja. Und Meilen. Ah. Alles klar. Hau raus. Nehme ich gern. Marke Eigenbau ist neu. Wenn du viele Werkzeuge mit Basteln herstellst, bekommst du Meilen oben drauf. Also ärgere dich nicht, wenn mal etwas kaputt geht, baue es dir einfach neu. Nooking verleiht Nook-Meilen für die Bastelanleitungen, die du erhältst. So zahlst du selber machen, selber machen doppelt aus. Okay. Oho. Eine Königslibelle, die Krönung des Tages. Ich habe keinen Platz für die Viecher, ne? Verkaufen wir ein bisschen was. Da grinsen sie. Die zwei. Was kann ich heute für dich tun? Ich will was verkaufen. Ich will gerne was hast du anzubieten. Allen Scheiß, den ich hab. Orangen. Und die Orangen. War das ein Tänzeln von mir? Ein Sanddollar, was ist denn ein Sanddollar? So. Du hast da einiges für uns dabei. Die Säcken auch. Gibt es dann später wieder die komische Eule? Gibt's sie? Insgesamt bekommst du 1750 Sterne ist dafür einverstanden. Ja, heraus. Wenn du Lebensmittel verzehrst, kannst du unerwartete Kräfte in dir erwecken. Wusstest du das schon? Du könntest zum Beispiel Felsen zerschmettern oder mit dem richtigen Werkzeug ganze Bäume ausgraben. Wir kaufen Essbares natürlich immer gerne an, aber probiere es ab und zu auch ruhig selber. Okay. Bloß nicht jetzt. Okay, also hat anscheinend irgendwas... Irgendwas Bestimmtes anscheinend auf sich mit dem Zeug, mit dem Essen. Frag den Tom, was du tun kannst. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Was haben wir denn noch?
Haben wir alles raus. Aber kriegen wir die wieder, die Zecken? Ich weiß gar nicht. Ich behalte es mal noch ganz kurz. Mal schauen, bis wenn wir zu voll werden, dann tue ich es raus. Ja, bekommst du, okay. Orangen, dafür können wir dir 1000 Sternis anbieten. Auch gemacht. Vielen Dank. Wir hoffen, du wärst uns recht bald wieder. Brauchst du heute auch nicht. Okay. Präsentieren. Ich will was verkaufen. Dann haben wir alles rauskommen. Was hast du anzubieten? Dann warte ich mal. Oder hast du einiges für uns dabei? Ich rechne das mal kurz durch. Jetzt bekommst du 1830 Stellst für. Nehmen wir. 4085 geht langsam. Super. Die blaue kannst du auch behalten, die gibt es nur im Sommer. Scheiße. Naja gut, egal. Holen wir es wieder. Hallo, hallo. Was darf sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz ohr. Was soll ich tun? Ja, die ewige Frage. Und es gibt auf dieser Insel viele interessante Wesen zu beobachten. Ich meine, außer uns. Ja, mit Angeln und Cache lassen sich alle möglichen Fische und Insekten fangen. Ich bin sehr gespannt, was du alles findest. Wenn du einen Fang machst, bring ihn zu mir. Ach so, scheiße, okay. Ich muss quasi angeln. Das. Okay, dann angeln wir mal. Muss der Schatten muss herumschwimmen, ne? Bei der Angel ist das so, dass die beißen und dann gibt es ein Klatschgeräusch. Dann schnell A drücken. Ah, okay. Hier zum Beispiel. Genau vors Gesicht, das sind dumm. Stein. Ich weiß nicht, wie das klingt. Das hat so komisch gemacht. Oh. Nein. Okay, ungewöhnlich. Da ist noch einer. Ah, da. Okay, scheiße. Ich hab umdreht. Will der mich verarschen? Ja, komm, dreh um. Du willst es, ich weiß es. Komm. Kamera frei positionieren wäre noch cool. Kamera so ein bisschen leichter Krampf. Jetzt kommt, nimm. Der mag mich nicht. Hey. Fisch will irgendwie nicht, ne? Irgendwie denkt sich so, nö. Fisch ist einfach nur dagegen.
Ach komm, ich habe es mit meinem Kopf draufgeschmissen. Ah! Jetzt. Oh, das war jetzt Plotsch. Okay. Nochmal. Der Fisch verarscht mich die ganze Zeit. Wo ist der? Muss ich mehrfach drücken? Okay. Ja, ein Barsch. Abmarschbarsch. Oh mein Gott, die Witze sind schlecht. Genau, okay, gut. Yay. Ich habe meinen ersten Fisch bekommen. Da ist noch einer. Komm, jetzt läuft's. Jetzt warte mal. Der Tom frisst mir den bloß weg, das weiß ich. Ich hole ihn auf Reserve. Also irgendwie... Ja, das Angeln ist das auch also für dich. Mein allererstes Animal Crossing tatsächlich nicht. Ich hab's auf der Wii schon mal gespielt. Aber halt nicht so lang. Und vor allem ewig her. Auf einen Stein gefangen. Oh, ach so. Angeln war so behindert, aber man, wenn man das raus hat. Ja, besser als nichts, na gut, das stimmt. Santola, okay. Nimm mit. Hi. Warum läufst du genau andauernd zu mir, glänzig durch den Rücken mal mit der Sprache raus? Ärgert dich irgendwer? Dann was? Hast du schon rausgekriegt, dass man außer auf dem Festplatz überall Möbel aufstellen kann? Seitdem ich das weiß, juckt es mir in die Fingern, irgendwo eine öffentliche Parkbank oder so hinzustellen. Mach doch. Falls du einen knallharten Einfall hast, in der Richtung hast, nur raus damit, lass deiner Fantasie freien Lauf. Die will uns anstacheln. Ich immer die falsche Taste drücke. Da kann ich mich anschleichen. Ein Goldmistkäfer, ja, der passt zu mir. Tja, Gegensätze ziehen sich an. Ah. Okay, haben wir zwei. Können wir jetzt züchten. Machen wir eine Mistkäferform auf. Das passt. Gibt es ja noch Fischis? Fischis? Ja. Fischi? Ja, komm Fischi. Lecker Köder. Wirklich, schau ganz erst. Ja, ein Kalmar. Echt Tentakul. Ein Kalamari. In die Hosentasche damit. Tentakelboy. Ging gleich zu Konuk. Keine Ahnung, was er sich für Sprüche ausgedacht hat. Ja, bestimmt wer der lustig war in dem Moment. Oh, ein Raushüpfer. Diese Hüpferei scheint gerade zu grassieren. Ach, sie tun halt teilweise schon ganz leicht weh. Aber nur leicht.
Wackelangel. Raus damit. Und sui. Fang das Ding. Oh nein, mein Gott. Ich habe sorry. Reflexmäßig ausdrückt. Ich muss den Unkraut wegmachen. Ja. Haben wir doch Zeit? Haben wir doch Zeit. Fischi hol. Ja komm, ja komm. Der fein Fischi. Der Fischi, ja fein. Ja komm, ja komm. Hol dir den leckeren Holzköder. Leckerer Holzköder. Ja, ein Hasel. Hasel, ein Hüpf. Das tut so weh. Was war noch das jetzt? Oho, ein Sackträger. Jetzt habe ich dich eingesackt. Ist es ein Vieh? Ist es ein Käfer? Okay, wir zeigen mal. Unser Zeug an Tom Nook. Okay, die App. Okay, machen wir mal kurz. Ah, die Meilen. Angelmeister, Insektenjäger. Profipflücker. Für den Verkauf einer bestimmten Menge Obst bekommst du Meilen. Kleiner Tipp, auf anderen Inseln wird teilweise mehr für die Früchte bezahlt, die unsere Spezialität sind. Ah. Von den Viechern. Schauen wir gleich. Angellegende. Dein Nookfahren. Ist das Nookfahren schon zu deinem unverzichtbaren Begleiter in allen Lebenslang geworden? Dass du diese Nachricht darauf liest, deutet darauf hin. Dafür lässt Nook Inc. gerne ein paar Meilen springen. Oder bekommst du jetzt? Vielleicht, ich weiß nicht, ich schaue gerade. Kurz die Meilen kurz durchschauen. Bastel, Pass, Karte, Designs. Nein, ich glaube, ich hab's noch nicht. Ich zeig's dir mal, die Viecher. Hi. Ich habe einen Kalamari. Volles Schimmerding. Also muss ich ihm so zeigen. Hi Mitz, hallo, hallo. Was darf sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz ohr. Lol. Hab ein Lebewesen. Wunderbar, dann wollen wir ja mal sehen. In Ordnung. Hier, Kalmar. Oh, was für ein Fang. Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich hier um einen Kalmar. Wenn diese Info so etwas wie einen Kalmar beherbergt, wer weiß, was wir noch alles hier finden werden. Ich habe eine Idee, Mietz. Ein alter Freund von mir leitet ein Museum. Ich würde ihn gerne mal einen Blick darauf werfen lassen. Wärst du damit einverstanden? Ja. Vielen Dank, ich werde mich gut um deinen Kalmar kümmern. Der Eugen, genau. Eugen, die Eule war das, gell? Vielen Dank, ich werde mich gut um deinen Kalmar kümmern. Und bevor ich es vergesse, jetzt kriegen wir App. Ganz unabhängig von deiner großzügigen Stiftung möchte ich dir eine neue App vorstellen. Ah. Faunapädie. Sie heißt Faunapädie. Eine übersprudelnde Wissensquelle für angehende Naturforscher wie dich. Mit Hilfe dieser App erfährst du Details über alle Insekten, Fische und Meerestiere, die du fängst. Ich bin sicher, du wirst schon bald unzählige Einträge darin haben. Vielleicht habe ich dann auch eine kleine Belohnung für dich. Mit Belohnung hat er mich. Was das sein, was liegt an? Sage, ich bin ganz ohr. Aber ein Lebewesen? Oh, noch etwas. Ich sehe mir gerne alles an, was du mir bringst.
glaube ein Mistkäfer. Oh, was für ein Fang. Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich hier um einen Goldmistkäfer. Dürfte ich das Blachsbar auch meinen Freund aus dem Museum zukommen lassen? Hm? Ja, schick's ihm. Aber noch einen. Vielen Dank, ich werde mich gut um deinen Goldmistkäfer kümmern. Gold, das hat er gekriegt. Übrigens hast du dich an meiner Werkbank noch weiter mit dem Basteln beschäftigt? Und ob? Ausgezeichnet. Mir war schon aufgefallen, dass du Freude daran hattest, also nur. In diesem Falle werde ich dir noch ein paar Bastelanleitungen auf den Nukfan schicken. Ja, ja, gib. Das erste Mal eine Axt, mit der du Holz von Bäumen entlang hast. Ah, jetzt. Warte mal kurz. Hab mich täuscht. Das erste Mal für eine Axt, genau, Holz, also Axtklimmer. Und dazu ein paar Anleitungen für Dinge, die du aus diesem Holz dann basteln kannst. So leitet sich ein Bastelrepertoire mit einem Schlag ganz gewaltig. Ja, ja. Wen hat das da? War das? Nee, ich hab nur... Hat so komisch Pfiffen im Hintergrund, so ist ganz laut. Aber was anderes. Bitte bring mir auch weiterhin deine Freunde, deine Funde zum Wohle der Insel und der Wissenschaft. Ja, ja. Bastelanleitungen. Fackeln, ja. Vogelhaus. Weichholz gibt's auch, okay. Gut, wenn es Hartholz gibt. Eine Wackelaxt. Wir brauchen noch einen Ast. Holen wir uns gleich. Selbst der Bewohner. Nook Inc. verleiht Nook-Meilen für die Bastelanleitung, die du erhältst. So zahlt sich selber machen doppelt aus. Hälfte haben wir schon von den Meilen. Immerhin. Unkraut wegmachen, glaube ich, haben wir noch, ja. Fauna PD. In dieser App findest du Infos über die Insektenfische und Meerestiere, die du gefangen hast. Voll das hochauflösende, unsexy Foto, ne? Alter. Ach, Saison Juli, August. Ach, das ist wirklich Real Life dann. Okay. Alles klar. Oh mein Gott. Also den habe ich gar nicht mehr. Weil ich ihm den geschenkt habe, ne? Ah, na, da ist er. Ja gut, der ist die ganze Zeit eigentlich fast da. Nur... Was haben wir hier noch? Ich bringe dir später etwas, okay? Warte noch. Also, nicht gleich überstürzen. Also wir können gern das Ding machen, aber noch ein bisschen Silenz am Anfang. Ich will nur ein bisschen rumprobieren. Aber sonst gerne, ja. Also können wir dann schon machen, kein Problem. Na gut. Sollte nicht zu viele sagen. Ja, darum sage ich ja. Behalte das Zeug ruhig erstmal noch. Also, wir können wir dann schauen. Also das ist... Nee. Gut, okay. Müssen wir das Ganze, das gebe ich dir, wird dir etwas erleichtern. Ja, mal schauen. Aber ich sage, ich spiele schon gern, so ist es nicht. Ich werde die Standardsachen auch gerne selber machen, also ist auch kein Problem. Von dem her, also muss wirklich nicht sein, es ist... Muss ja nicht leichter sein für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist kein Problem. So fürs Unkraut ein bisschen.
Ich mache auch lieber alles allein. Ja, ja, ich sage, ich generell eigentlich auch. Aber sag mal, später so Bastelsachen und so Zeug jederzeit sehr gerne. Können wir gern tauschen, können wir gern schauen. Lieben gern. Trotzdem ist etwas Gutes. Ja, gut. Ich kann es eh nicht ganz aufräumen, ne? Da oben ist, ich komme da gar nicht rüber, da oben. Ich zupfe jetzt mal ein bisschen was weg. Unkrauthäfen, tralala. Okay, Käfers nehmen wir uns aber noch mit. Käfers. Ah, wegen der Inselbewertung, alles klar, okay. Oho, ein Japan-Rosenkäfer. Oh, wo sind die Rosen? Ah, Rosenkäfer. Ach Gott, ich habe noch gar nichts. Sitzt hinter mir. Ich sehe noch nicht. Ein Graushüpfer, okay, die haben wir schon. Stimmt, wir kriegen eine Inselbewertung, haben wir ja auch. Oder zumindest in der Stadtbewertung haben wir früher, glaube ich. Wird es wahrscheinlich wieder geben. Wie viel müssen wir eigentlich sammeln? Ich weiß gar nicht. Ich denke, es wird nachwachsen, oder? Das Gras mit den Reigen schaut ganz cool aus, finde ich. Alles wegzuppeln. Mist. Ich dachte, die fliegen dann weg. Ich sehe noch nicht. Da hinten ruft er. Das Mistviech. Nein! Er kommt. Ernsthaft. Gott Zeit wird's. So lustig, ja. Oh. Für meinen Wackelkescher muss ich mich hier wohl verabschieden. Schade. Okay, machen wir so einen neuen. Schmetterfling. Hm. Okay, das geht. Oha, das geht? Ich wusste nicht, also anscheinend. Anscheinend fallen auch Sterne auf uns runter. Waren jetzt glaube ich 20, also war es nicht allzu viel. Das hätte mir so viel... Also dass man öfter schütteln kann, oder was meinst du? Ja, okay. Ne. Kann man definitiv sagen. Ich habe das auch bloß. Meistens nicht derjenige, der die einfachsten Sachen nicht findet.
Komplizierte Sachen werden am meisten sofort verstanden. Einfache Sachen stundenlang keinen Peil. So kennen wir es eigentlich. So. Also ich suche übrigens noch nach Namen für die Streamtage. Sag jetzt einfach mal. Wenn euch da was einfällt, gerne her damit. Also ich sag mal sowas wie Friday oder sowas. So quasi für den, also so Horrorspieltag, der Friday, also Friday. Oder so, einfach sowas in Richtung. Was darf sein? Was liegt an dir? Sag, ich bin ganz ohr. Horror. Horror zum Beispiel spiele ich auch, ja. Also ich spiele alles eigentlich, sag jetzt mal. Quer durch. Also ich mag Minecraft, ich mag Animal Crossing, wie man sieht. Ich mag, ich habe letztes Mal Planet Zoo gespielt, ich habe auch Dark Souls und so Sachen, aber auch viel Horror. Ich bin ein Schisser. Ja, mal schauen. Wenn ich mal ein Horrorspiel habe, schau mal vorbei. Es ist gar nicht so schlimm. Ich habe mehrere dabei, die quasi selber kein Horror spielen möchten oder können oder wollen oder sich auch viele trauen, aber trotzdem gern zuschauen dann. Ich habe Ark, Red Dead, Monster Hunter und Animal. Ark habe ich auch. Ark, also Ark ist tatsächlich aktuell passiert, kommt auch wieder, spiele ich mit einem Kumpel von mir. Der ist aktuell gerade nicht da. Seven Days zum Beispiel habe ich auch, ja. Wird aber dann, ich denke, nächste Woche müsste es weitergehen mit Ark, denke ich mal. Seven Days habe ich auch. Für PC, ja. Alles für PC. Alles gut, warte mal. Ich wollte euch verkaufen. Schade. Also hast du für Ding für Konsole? Ich habe Overwatch und so Zeug. Overwatch geht zum Beispiel, also haben wir auch schon gehabt, geht auch Crossplay jetzt. PS4, okay. Nee, also ich habe leider gar keine Playstation. Ich habe die Xbox One habe ich hier stehen und der Switch. Also die alte Xbox. Oder One? Da gibt schon neuere, glaube ich. Die kannst du nur. Ja, mein Bruder war immer mehr der PlayStation-Kandidat, ich war immer mehr so Nintendo, Xbox, PC. Sehr gern, was hast du anzubieten? Ariel, die entfolgt dir. Ja, ich muss sagen, die Xbox ist tatsächlich relativ überflüssig geworden, muss man ehrlich sagen. Wenn man überlegt, was man eigentlich an dass man die ganzen Spiele jetzt auch auf dem PC kriegt, im Microsoft Store, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist leider wirklich so. Aber ich habe die tatsächlich von einem Kumpel gekauft von mir. Die hat, glaube ich, die haben mir 50 Euro gekostet oder sowas, also von dem her hätte ich eine Playstation angenommen. Habe ich aber nicht gekriegt um das Geld. Ich will was verkaufen. Nur Unkraut und anderen Scheiß. Also ich glaube schon 29 habe ich gesammelt, aber hey, das war doch deutlich mehr. Noch ein Grashüpfer? Vom Obst haben wir auch nochmal raus. Kriegen wir wieder Zeit. Oh, da hast du ja einiges für uns dabei. Ich renne das mal kurz durch. So, insgesamt bekommst du 2044 Sterne dafür einverstanden. Ja, hau raus. Vielen Dank. Wir hoffen, du beehrst uns recht bald wieder. Weil ich sage, konsolenmäßig habe ich, was habe ich denn alles? Ich habe das Zeug mal eine Zeit lang gesammelt. Muss man auch sagen, also, ja doch, gesammelt kann man schon sagen. Also von Gameboy bis über Nintendo, also NES, Super Nintendo, Nintendo 64, Gamecube, Wii U, ist eigentlich alles da. C64, Super Nintendo habe ich zum Beispiel auch, genau. Mit Super Gameboy dann noch. C64, Amiga 500. Ich habe eine Playstation oder Playstation 2 habe ich auch. Alte noch.
Aber bei der PlayStation 2 quasi war es dann vorbei. Mein Bruder hat die 3 und die 4 gehabt, glaube ich. Also wenn ich quasi was spielen wollte, dann war ich halt bei ihm. Ähm, Switch habe ich auch. Also, obviously. Spielen wir gerade drauf. Meilenprogramm. Insektenjäger. 5000 brauchen wir, ne? Der Verschleiß ist heiß. Ah. Ach, Fotofreund gibt's auch. Okay, machen wir gleich. Aber ich sage quasi, also hier, also speziell Twitch quasi auf dem Kanal, gibt's also ich spiele so ziemlich alles. Also nicht wundern, wenn mal eine Zeit lang zum Beispiel kein Animal Crossing nicht kommt, kommt bestimmt wieder. Also ist. Nur weil ich es aktuell gerade nicht spiele, heißt das, dass es nicht mehr kommt. Also da heißt bloß vielleicht, dass ich aktuell irgendein Spiel mehr spiele oder ich habe auch nicht unendlich Zeit, sage ich jetzt mal drum, muss ich ein bisschen. Wir haben zum Beispiel am meisten Sonntag, ist dann oft einmal Mario Kart auch zum Beispiel. Haben wir immer wieder dabei. Kommt auch. Machen wir uns einmal Axt. Jo. Also wirklich ziemlich vieles. Ich mag ziemlich alles deswegen. Oder so Hidden Object Games haben wir jetzt schon mehrfach gehabt auch. Also mehrfach, einmal jetzt. Die Wimmelbildspiele oder wie die heißen auch unter anderem. Kescher brauchen wir wieder. Ein Wackelkescher. Die sich freuen die ganze Zeit. Der Wackelkescher ist fertig. Weit. Und genug fürs Erste. So. Wir müssen nur Unkraut zupfen, ne? Einmal Insel herräumen, bitte. Oh Gott, voll der Riesen. Nepp im Hintergrund da. Wuhi. Eine Abendzikade, ihr Gesang klingt so wehmütig. Stimmt, wir haben ja Axt jetzt auch, oder? Hartholz, Holz. Wir machen die gar nicht komplett weg. Die Bäume quasi. Kann ja Steine jetzt machen. Okay, da.
Yeah, Schmetterfly. Oho, ein Kolibri-Falter macht der Faltkolibris. Kann ich die Dinger irgendwo lagern? Oh, das Ding haben wir. Jetzt habe ich keinen Platz mehr, ne? Scheiße. Okay, das war jetzt nicht. Kannst bestimmt irgendwo am Boden hinstellen, das Zeug, oder? Geht doch, glaube ich. Bin mir ziemlich sicher. Platzieren. Okay. Tadam. Zuppel, die Zuppel. Platzieren. Voll die Riesendinger. Machen wir draußen, glaube ich, besser. Ich park die mal zwischen. Was Neues kriegt. Ah, die Abendseekarte, okay. Wieder Meilen, oh mein Gott. Ah, okay. Ressourcen sammeln. Ich leere jetzt mal kurz das Ding ein bisschen aus. Platzieren. 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 Kann das nirgends runterschubsen, oder? Nee, schieben, 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 schieben. Geht hier nicht, okay, passt. Platzieren. Platzieren. Und platzieren. Dann axtelt man mal ein bisschen rum. Schnippel gerade so laut. Ach, okay. Ich hack grad Holz. Wenn ich den Baum treffe, heißt also normales Holz, Weichholz und okay, und Hartholz, wie richtig passt. Das ist das Viech da hinten. Olivierwolter haben wir schon. Das war der Goldmistkäfer, oder? Okay. Man kann später alles Mögliche tauschen, denke ich mal, ne?
Schau mal, haben wir jetzt schon genug, dass wir uns die Behelfswerkbank bauen können? Was gibt's da Gutes heute bei dir? Etwas herstellen. Morgen ist beim anderen Twitcher Flohmarkt. Vielleicht magst du mitkommen. Beim anderen Twitcher Flohmarkt. Achso, Flohmarkt im Sinne von Animal Crossing. Sachen verkaufen quasi. So, was meinst du? Salat, Fleisch und Brot. Okay. Ja, aber ein Ende gilt. Was ist Eintritt oder was? Ich hab kein Eisenerz, Mist. Macht das Sinn am Anfang? Also ich glaube jetzt gleich am Anfang. Ich meine, ich denke, ich kann mir nicht alles nicht recht viel leisten, denke ich mal, oder? Ach, Meilentickets. Ach so, okay. Er macht das, okay. Welche Uhrzeit ist das? Vermöbelt. Ach, Steine-Glocken. Ach, abends, gut, abends. Ja. Müsste klappen. Also ich bin morgen da wieder so gegen 7 bis halb 9 mal die 1,5 Stunden auf jeden Fall weg. Aber danach. Aber ich denke, was wir weitermachen, kriegen wir unser Zeug gleich durch. Also das ist... Geht doch bedeutend schneller jetzt, zumindest anfangs, wie ich mir gedacht habe. Ich kenne es ein bisschen anders. Also ich kenne, dass alles noch ein bisschen langsamer, gemächlicher geht. Hier kann man doch relativ gut sammeln aktuell. Das sind die Besten. Aua, ich bin voller Wespenstiche. Geh zu deinem Bewohner. Bin dabei. Wenn ich nicht sehen würde, wo die sind. Also, da ist eine. Ja, wohl weg, Axel. Moment, kurz Axel klingt, bevor ich den umbringe. Versehentlich. Sehr schade. Was zur heiligen Butterblume ist mit deinem Gesicht passiert? Die hat eine Weste erwischt, sieht übel aus. Die Flatterviecher sind echt eine fiese Bagage. Nächstes Mal machst du lieber einen großen Bogen um die. Tut bestimmt übelst weh. Hätte ich eine Ladung Medizin dabei, würde ich sie dir ungefragt abtreten. Hab eine viel bessere Idee. Ich zeig dir einfach, wie du dir deine eigene Medizin produzieren kannst. Ah, okay. Eine Bastelanleitung. Sau cool, danke dir. Du musst einfach ein paar Zutaten auftreiben, dann bist du im Geschäft. Halt die Ohren steif, Bossi.
Ach, sau cool. Danke, danke, danke. Wollte mit dir reden. Falls du mal was brauchst, was nicht auf der Insel rumliegt bei Neb, dem kleinen Schlitzerfürst, finde ich. Nimmt dir Holz und Früchte und so ab, falls du gerade bei Kasse bist. Er könnte zwar etwas mehr löhnen, dafür ist er nicht sehr wählerisch. Du wirst fast alles los. Sie. Okay. Eigentlich wollten wir Steine kloppen, haben wir gesagt, gell? Steine. Ach, das ist der andere auch gleich. Okay. Hi. Hoppla, ich weiß nicht, ob du einen neuen Look ausführst, aber dein Gesicht sieht schon extrem aus. Gleich die Axt rausgeholt. Wow. Wir haben noch Platz. Nein. Oh, ein Schwalbenschwanz. Zwitschert die nicht immer zu zweit zwischen zwei Zweigen? Einfach alles einsammeln, was rumliegt, ne. Ach Gott. Lootfinger ist schneller. Steine wollten wir. Sagt er und sammelt weiter Unkraut. So. Wo sind Steine? Ah, da ist einer. Stein, Stein, Stein. Wow, geil. Ah, ich kann die Bastelanleitung lesen, ne? Erlernen. Ich weiß jetzt, wie man eine Medizin herstellt. Ich bin jetzt Doktor. Oder Apotheker. Was ist das? Lehm. Oh mein Gott, merci dir. Ich halt dauernd daneben haune. Jetzt machen wir unsere Werkbank. Workbank. Auch vorher lernen wir die Dinger noch aus, die Viechers. Wegpacken. Dich haben wir noch nicht. Wespennest, kann man das brauchen? Kolibri-Falter, glaube ich, liegt hier schön, worum oder genau hier ist er. Kann man verkaufen. Also das verkaufen wir später einmal, würde ich sagen. Goldlehm, Sonntoller. Ach, für Medizin. Ah gut, jetzt schauen wir mal kurz zu dem. Jetzt machen wir mal unsere Werkbank. Man braucht ein Wespennest für Medizin. Das ist sehr ironisch. Ich will was verkaufen. Nimm meinen Scheiß und gib mir Geld. Fürs Erste.
Nämlich... Vielen Dank, wir hoffen, du beherrschst es recht bald wieder. Jo. Ich möchte etwas herstellen. Eine Werkbank wäre nice. Hau raus, jawohl. Die Behelfswerkbank ist fertig. Weitermachen. Und was brauchen wir für Medizin? Medicine. Neu. Ah! Alles verkauft. Vorher schauen wir besser. So. Etwas herstellen. Medizin bitte. Jo. Die Medizin ist fertig mit Schraubenschlüssel. Genug fürs Erste. Die kann jetzt nehmen. Medizin. Einnehmen. Ah, wir sind wieder nice. Alles klar. Behelfswerkbank und ein Karton. Pack mal in die Bude. Ich dachte, was ist denn das da? Selber hingestellt, ne? Kann ich auch vor das Haus hinstellen, ne? Jetzt müsst vorerst, ne? Machen wir vor das Haus hin. Jetzt müsst vorerst. So. Okay, ja gut, aber hier ist sie cool. Haben wir hier was Neues? Ich glaube nicht, gell? War nur die Medizin jetzt, oder? Genau, okay. Moment. Links ist Angel. Ja, nach links und rechts. Ich kann durchschalten mit links und rechts. Ach mal. Ah, okay, okay, okay. Nice, okay. Wusste ich nicht. Muschel. Eine Stachelschnecke. Machen wir ein Foto für die Meilen. Okay, ich habe ein Foto gemacht. Greifen die Meilen ab. Das Entomologe. Für das Fangen von Insekten gibt es Meilen. Kannst du die ganze Fauna bei dir füllen? Ja, ja, das kannst du ganz sicher.
Ein Insektenfan. Möbelmacher ist neu. Wenn man Möbel selbst baut, sind sie automatisch etwas ganz Besonderes und dafür bekommst du noch etwas ganz Besonderes. Original Nook-Meilen, also ab ans Basteln. Auf dem Holzweg. Ressourcen wie Holz sind eine der Grundlagen für den wirtschaftlichen Aufschwung dieser Insel. Deshalb belohnst du Nook Inc. alle, die den Bäumen möglichst viel Holz abbringen. Okay, 100 als nächstes. Wow. Gewisser Holzkopf. Unkrautfeind. Oh, 1000. Oh, wow. Ah, wir können unsere Schulden gar abzahlen, oder? Ja. Was für ein Brett. Machen wir doch mal, oder? Nächste Zahlmethode, Sternis wählen. Ah, okay. Mach mal. Hi, du kleiner Kapitalist. Ah, Emitz, hallo, hallo. Was darf sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz ohr. Umzugsgebühren. Oh, du möchtest die Umzugsgebühren bezahlen? Nein. Gerne, es stehen noch 5000 Meilen aus. Dann bezahle ich mal. Vielen Dank. Du hast gesagt 5000 Meilen. Und damit ist eine Umzugsgebühr vollständig begriffen. Welch glücklicher Tag für uns beide. Hm? Ja, ja, du lebst schuldenfrei auf einer wunderschönen Insel. Was könnte besser sein? Ein Haus? Oh, das war keine rhetorische Frage. Lass es mich umformulieren. Wie gefällt es dir in deinem Zelt? Ist ganz okay. Oh, ganz okay. Das ist doch schon mal nicht schlecht für eine zuvor verlassene Insel. Hm? Gemeinsam machen wir aus diesem unwirtlichem Ödland diesem Insel Kleinod ein wahres Paradies. Aber wir dürfen uns nicht auf erleichtertem ausruhen. Vielleicht können wir noch mehr tun. Ich schätze es dann Zeit, über den Bau von Eigenheimen zu sprechen. Ja, ja. Es gibt ein paar Hindernisse beim Bauen einer solch abgelegenen Örtlichkeit. Und ich fürchte, dass sich das Überwinden dieser Hindernisse direkt auf die Baukosten auswirkt. Aber mit Nullzinsdarlehen und laxen Rückzahlungsvereinbarungen ist alles möglich. Also Emil, lass es mich wissen, wenn du ein Interesse an einem neuen Heim hast. Oh, eine Sache noch. Es gibt einen Service zum Einlösen gesammelter Nook-Meilen. Im Nook-Portal kannst du für deine Meilen viele interessante Dinge erhalten. Schau es dir demnächst mal an. Hm? So, dann wünsche ich dir noch viel Spaß mit dem Inselleben. Ah da, Umzug abbezahlt. Na, wenigstens kriegen wir wieder ein bisschen was. Also gibt es ja noch einiges. Ein Schwalbenschwanz. Na komm. Willkommen beim Nook-Portal, einem multifunktionalen Terminal von Nook Inc. Wichtige Informationen. Ihr Konto ist nur für das Einlösen von Meilen registriert. Wir wünschen viel Freude mit den zahlreichen Vorteilen von Nooks Meilenprogramm. Vielen Dank. Bitte wählen Sie einen der folgenden Services aus. Nook Meilen einlösen, schauen wir mal. Ach, Meilenticket. Nur Mitglieder bei Nook Meilen Plus können dieses Item bestellen. Nook Meilen Plus ist für Bewohner mit einem Hausvertrag bei Nook Inc. Okay. Weihhemd. Kopftuch. Nook Inc. Pantoffeln. Ein Taucheranzug gibt es auch, okay. Tapete. Sternisack. Okay, dann schauen wir mal zu ihm hin. Ben.
Lass das sein, was liegt an? Sag ich bin ganz ohr. Kannst du eine Tasche größer machen? Ah, schauen wir gerne mal. Eigenheimberatung. Oh, Emitz. Hast du dich wegen des Erwerbs einer Immobilie entschieden? Bist du bereit für Komfort und Luxus? Zelten macht zwar Spaß, aber ein Haus bietet mehr Platz und hilft dir Wurzeln zu schlagen. Ein Haus würde erfordern, dass du einen neuen Kredit in Höhe von 98.000 Sternis aufnimmst. Was sagst du, bist du bereit für ein eigenes Haus? Ja, komm, mach. Ja. Vielen Dank, ich hätte sogleich zu Beginn der Baumaßnahmen veranlassen. Übrigens kannst du dort eine von 8 Farben für dein Dach aussuchen. Bitte wähle eine Farbe für dein Dach. Was haben wir denn? Ah, schwarz. Wer liegt? Oh, eine Sache noch. Hausmeister werden bei Nooks Meilenprogramm automatisch hochgestuft. Kleinen Augenblick. Einen kleinen Augenblick. Fertig, ja. Deine Mitgliedschaft ist jetzt auf dem neuesten Stand, Emitz. Wenn du die App für den Nook Meilen nutzt, hast du Zugriff auf Vorteile von Nook Meilen Plus. Mighty, servus. Ahoi. Mit Nook Meilen Plus lassen sich aus praktischer Weise durch Erfüllen von Aufgaben Meilen verdienen. Die Details siehst du, wenn du die startest, also schau sie dir ruhig mal an. Das war's jetzt mal von meiner Seite. Dein neues Helm sollte dann morgen fertig sein, aufregend. Ja, vielleicht. Willkommen beim Nook-Portal, einem multifunktionalen Terminal von Nook Inc. Wir haben Nook Meilen Plus, jawohl. Damit stehen Ihnen nun noch mehr Optionen zur Verfügung. Noch mehr, wow. Wir wünschen weiterhin viel Freude mit den zahlreichen Vorteilen von Nooks Meilenprogramm. Vielen Dank. Bitte wählen Sie einen der folgenden Services aus. Jetzt kriegen wir Meilentickets. Ah, okay. Designs Profi Edition. Ach, hier können wir Werkzeuge kaufen. Alltagswerkzeuge A bis Z. Taschen richtig nutzen. Ah. Die 8 poppigsten Frisuren. Die 8 coolsten Frisuren, die 8 trendigsten Frisuren, die 8 schicksten Haarfarben. Nook Inc. Oh Gott, ist da ein Haufen Zeug. Aber Taschen richtig nutzen wird das sein, denke ich mal, oder? Nein. Ich wollte eigentlich... Informationen zur Platzoptimierung in Ihrer Tasche, die Ihnen helfen, mehr Items zu tragen, sofort verfügbar. Okay. Brauchen wir Meilen 5000 ist gleich, wie wir gerade schon gehabt haben. Okay, dauert ein bisschen. Beenden. Tschüss. Jetzt muss ich Zeug sammeln, denke ich mal. Wackel-Axt. Du willst ewig viel Orangen, ne? Oh, und tot. Ah, Ariel, mal, was hast du für Obst auf der Info? Vielleicht hast du vorhin gesagt, weil bei Kathi waren es ja Birnen. Ich weiß nicht, hast du am Anfang erwähnt? Ich weiß gar nicht. Welches Obst, meine ich, du auf der Insel hast? Ob es auch Orangen sind oder Birnen oder ich weiß nicht, was sonst noch gibt. Ah, Apfel hast du. Ah, okay, cool. Also man kann die anbauen. Sehe ich quasi richtig. Ja, alles klar, okay.
Was war standardmäßig bei dir? Apfel? Ach Gott. Wenn der Gold aus den Bäumen rausfällt, sag ich auch nicht nein. Von ein langer Handvoll, nur durch die Gebirgen. Schüttelst du die Pflaumen, schüttel ich die Birnen. Aber Apfel, ja. Ah, okay. Dann Unkraut weg. Hast du alles gepflanzt? Okay, wow. Luna gerade gekühlt. Wie funktioniert das Anschauen von Inseln und von anderen Personen mit Freundescode, glaube ich, ja. Mighty. Aber mir sieht man aktuell nicht so viel. Aber wer der Freundescode will, kriegt man jederzeit. Fotocode. Hast du gar nicht über Freundescode? Ach, über Freundescode war das Schicken, ne? Was habt ihr auf der Insel, Mighty? Also was für Obst meine ich jetzt standardmäßig? Ein bisschen so Orangen. Du musst deinen Flughafen dann aufmachen, bekommst den Code, dann gibt es dann weiter. Ah, okay. Und dann quasi kann derjenige... Ist der Dodo-Code, wechselt der oder ist der immer gleich? Also ist der einmalig quasi oder ist der immer gleich? Isabel, okay. Er wechselt, ah, okay. Gehst du mit dem Freundescode? Geht's nicht, oder dass man den dann quasi irgendwie dauerhaft hat? Weil ich meine, ich habe gesehen am Briefkasten quasi. Moment, ich gehe mal kurz zum Briefkasten hin. Kann man ja quasi die, einmal. Aber wenn ich mit dir befreundet bin, kann ich auch ohne Code kommen. Ah, okay. Genau, von Bewohnern, von Freunden. Ja, genau, das war das, genau, von Freunden. Hier kann man quasi was schicken auch. Hi. Falls du mal irgendwas zum Thema einleben möchtest, frage mich einfach. Ich helfe dir gerne weiter. Wir kennen uns ja. Achtung, festhalten. Holz bekommst man am besten von Bäumen. Ich weiß, keine große Erkenntnis. Aber aus Felsen kann man nicht nur Steine gewinnen, sondern auch viele andere spezielle Mineralien. Bäume lassen sich schütteln und mit einer Axt kann man auch gleich ganze Stücke aus dem Stamm hauen. Felsen muss man mit einem harten Werkzeug bearbeiten, etwa einer Axt, und an Material zu gelangen. Tatsächlich aber muss ich ganz ehrlich sagen, auch erst so richtig seit dem Stream. Also, und wir haben uns lustigerweise noch gar nicht... Scheiße. Also in Real Life, sage ich jetzt mal, unglücklicherweise... Jetzt warte mal, okay. Unglücklicherweise erst kennengelernt durch den Stream? Oder unglücklicherweise kennen wir uns? Jetzt bin ich gespannt. Also wir sehen uns aber tatsächlich am Samstag das erste Mal selber, gell? Samstag haben wir quasi so einen kleinen Spieleabend, sag ich jetzt mal. Wird auch, also streame ich auch. Aber da sehen wir uns eigentlich das erste Mal. Also zumindest Mighty jetzt quasi. Habe ich so in live noch nicht gesehen. Ich habe kennengelernt über Freundeskreis und Stream, dann rausgefunden, dass wir 10 Minuten auseinander wohnen. Ja, genau. Genau.
So kann man es am besten sagen, glaube ich. Mal alles Unkraut weggezogen. Haha, jetzt fällt mir gerade der Kenzie wieder ein. Oh Gott. Der mich Animal Crossing spielen sieht. So geil. Ja, langsam wird's unkrautig hier. Da ist noch einiges. Hast du schon nachgeschaut, Mighty? Wächst den Obst, meine ich. Aber also nicht, Moment mal. Wir haben uns ja in der Freundesliste drin. Gerade dabei. Also müsste ich ja eigentlich sehen. Weiß, wer eigentlich, Ariel, gerne bitte was? Sprich dich aus. Na, was ist los? Kannst gerne sagen. Ich jetzt weiß, ich hier reingehe. Ah, ich kann noch nichts schicken, denke ich mal, oder? Vermute ich mal. Ich habe zwar einen Postkasten, aber wahrscheinlich keinen Briefträger, ne? Mighty selber spielt gar nicht. Sondern seine Freundin. Die hat aber, glaube ich, schon ein paar Stündchen drauf, denke ich. Weiß es wer, ob das geht? Also wie gesagt, muss man... Ich meine, gut, mit dem Dodo kann man quasi auf die Insel gehen. Ich denke, um das Dodo Airline nutzen zu können, braucht man wahrscheinlich die Online-Mitgliedschaft von Nintendo, denke ich mal, oder? Aber braucht man das fürs Versenden von Items auch? Ah, Mist. Gibt online ein Lokal. Ich meine quasi, ich kann das zum Beispiel, weiß nicht, das könnte das Problem werden, das hat ja auf der Switch ein eigenes Profil und das ist, soweit ich weiß, nicht in unserem Family Pass mit dabei. Cash und empfangen. Versuche ich das nächste Mal. Okay. So wäre quasi interessant, weil ich meine, Nintendo Online ist quasi eine Sache. Und ich denke, man braucht, um auf die anderen Inseln zu schauen. Macht ja Sinn irgendwo, sage ich jetzt mal. Aber brauche ich es auch, um jemand anderen Sachen schicken zu können? Das wäre interessant. Ich denke jetzt speziell an Kathi. Also unter anderem, weil die hat ja die Online-Mitgliedschaft, glaube ich nicht. Okay.
Moment, Meilentickets kann ich bloß durch Meilen kaufen, ne? Nicht durch Sternis. Nein, ich meine nur, also ist ja egal, ob ich jetzt ein Unkraut schicke oder ein Pullover, ist ja wurscht was. Ich meine nur einfach irgendwas. Was soll ich tun? Und ich meine, es gibt ja quasi zwei Möglichkeiten. Einmal quasi, hast du noch nichts. Ich denke aber, dass man das braucht für Postkarten, brauchst du auch online. Ach, okay. Du hast gesagt, dass du viele interessante Wesen zu beobachten. Ich meine, außer uns. Ja, ja, mit Angeln und Kescher lassen sich alle möglichen Fische und Insekten fangen. Ich bin sehr gespannt, was du alles findest. Wenn du den Fang machst, bringe zu mir. Hm? Ich soll dir meine ganzen Insekten geben. Wieso? Ja, ja, irgendwann einmal. Also, ich muss es nicht gleich sein, Gottes Willen. Ich will was verkaufen. Also nach Bewohnern quasi mal suchen, aber wir haben ja Zeit, Verkaufen das einmal. Karton habe ich halt noch dabei, ne? Jo, gib. Achso, ja, zu spät. Kriegen wir aber wieder. Also es. Hi. Jo, Imis, stell dir für mich ausgesucht, das ist einfach perfekt. Danke. Wir sollten uns weiterhin gegenseitig unterstützen. Mit einem Freund ist alles einfach. Ah ja. Hab ja was für dich. Als Dank für den Hilfe mit der Zelt. Dieser Safari-Hut ist perfekt für den Pyramidien. Safari-Hut? Probier ihn an, indem du X drückst, um deine Tasche zu öffnen. Drücke dann A, um ihn auszuwählen. Melde den Traum. Später kannst du jederzeit wieder loswerden, falls er dann Trainieren stören. Ja, Meilentickets gehst du ja zu anderen Inseln, um dort zu farmen. Genau, da meine ich. Warum lässt du andauernd zu mir Gänseblümchen rück mit der Sprache raus? Ärgert dich irgendwer? Wollt mir Hallo sagen. Spaßvogel, bis Densen, was sie. Wenn du wen besuchen magst, brauchst du die nicht. Ach so, okay. Ja, wie gesagt, ich habe ja aktuell nichts, also ich bin ja momentan da. Noch sehr am Anfang. Jetzt. Was haben wir da für das Ding gekriegt? Naja, geil. Jetzt den Köder. Bam. Uiuiui. Igelfisch? Ja. Ein Igelfisch. Du warst wieder schneller. Ein Seehausen habe ich keinen gefangen. Muschel. Nein. Muschel. Muschel. Aber online, so wenn wir. Was? Aber online, wenn aber jemand aus dem Umfeld das hat, könnt ihr euch lokal verbinden nebeneinander. Also wenn es quasi direkt mit der Switch zusammen. Also mit zwei Switch-Konsolen quasi dann, das denke ich mal. Ja, eine Makrele. Dazu müssen wir das Haus verlassen. Puh. So wie früher Bluetooth. Oh je, ein Stubenhocker.
glaube, als Streamer bin ich der größte Stubenhocker. Stubenhocker vor allem. Der Stubenhocker. Hallo, hallo. Ich habe ein Lebewesen gefangen. Es ist Nepp. Wow, was hast du denn heute diesmal für mich? Ich habe einen Kolibri-Falter. Der ist voll nice. Bitte appreciaten Sie denn. Oh, was für ein Farben. Ich nicht. Ja, gut. Wenn ich nicht irre, handelt es sich hier um einen Kolibri-Falter. Dürfte ich dieses Prachtexemplar auch meine Freunde aus dem Museum zukommen lassen? Hm? Ja. Wie viel muss ich dem schicken? Diesmal habe ich übrigens auch eine richtige Belohnung für dich. Gib ihnen alles. Das war die Rotlilie. Ah, Zwiebel. Oh mein Gott. Fehlt nur der Rest vom Burger. Das ist eine Probe unserer Waren. Du kannst in der Erde einpflanzen, wo du möchtest. Ein paar Tage später blühen dort hübsche Blumen. 10 ungefähr, okay. Probier es einfach mal aus und wenn du Gefallen daran findest, kannst du jederzeit mehr kaufen. Bitte bring auch weiter deine Funde zum Wohle der Insel und der Wissenschaft. Ja, ja. Gut, machen wir mal. Achso, Mist. Badam. Habe ein Lebewesen. Alles, was du mir bringst. Jawohl. Rosenkäfer. Japan-Rosenkäfer. Hätten wir doch Akihabara nehmen sollen. Dürfte ich dieses Prachtexemplar meinem Freund aus dem Museum zukommen lassen? Ja, hau raus. Ich kriege eine neue App. Du fragst dich, wie du das mit dem Gießen anstellen sollst? Mit der Gießkanne, für die ich dir gerade eine Anleitung nach dem Look von geschickt habe. Achso, okay, alles klar. Meine Buchhalter würden mit dem Kopf schütteln, wenn sie wüssten, dass ich Sachen verschenke. Aber du hast schon viele Tierchen für mich gefangen und hier auf der Insel unterstützt man sich eben. Bitte bring auch weiterhin deine Funde zum Wohle der Insel der Wissenschaft. Ja, ja. Makrele? So, Moment. Ich habe ein Lebewesen. Es ist voll der nice Fisch. Oh, was für Fragen, wenn ich mich nicht irre, handelt es sich um eine Makrele. Die ist bestimmt gleich. Dürftig, das braucht er ja logisch, Haus ihm raus. Moment, ich bekomme gerade einen Anruf. Oh ja, da Eugen. Bist du das? Du rufst genau im richtigen Moment an, ja, ja. Das mit meinem Inselprojekt läuft, alles bestens, danke der Nachfrage. Ich sorge gerade auf einem Inselchen namens Myzien dafür, dass die Siedler sich einleben. Einer der Einwohner hilft mir dabei, Exemplare der lokalen Fauna zu sammeln. Wie viele wir schon haben? Mal überlegen. 5 ganz wunderbare Exemplare hatten wir schon zusammen. Was? Wirklich? Ja, ja, das wird ganz fantastisch. Oh, Verzeihung, ich habe gerade einen Kunden hier, also lass uns alles weiter später besprechen. Tut mir leid, dass du warten musstest. Das war mein alter Freund Eugen, der ein Museum leitet. Er möchte auf unsere Insel umsiedeln, um hier die lokale Fauna zu erforschen. Könntest du das diesbezüglich noch einmal helfen, Emitz? Da du schon so fleißig für mich gesammelt hast, könntest du eine gute Stelle für Eugen finden. Du brauchst wohl reichlich Platz, die Fläche sollte etwas so groß sein wie die von deinem Zelt. Wie aufregend, dass ein großer Schütze für die Insel... Ja, ja. Etwas herstellen bitte. Ich habe das Unkraut wieder verkauft, ne? Ah, belastend. Naja, noch eine Axt. Und... eine Fackel.
Fackel ist fertig. Was machen wir noch? Vogelhaus. Und ich habe es nicht versehentlich auf OK gedrückt. Machen wir alles einfach mal. Was haben wir noch? Baumdinger da noch. Die Tasche ist voll. Schade. Kann ich was verkaufen? Ich will was verkaufen. Tatsächlich aktuell nix. Okay, tschüss. Tschaußen. Ach so, aber hier drin gilt es trotzdem. Okay, okay, okay. Also wenn ich was wirklich einmal fange, dann habe ich sowieso herschenke oder nicht. Alles klar. Passt, dann haben wir eine Gießkanne gleich war neu, oder? Da ist sie. Und Meilenprogramm. Nook Meilen mit einem Plus. Dein Rang hat sich erhöht und du kannst nun Dienste von Nook Meilen Plus in Anspruch nehmen. Mit Nook Meilen Plus kannst du nun leichter Meilen verdienen, während das Inselleben genießt. Weiter. Außerdem bietet Nook Meilen Plus exklusive Vorteile nur für Mitglieder. Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen. Es sind Dailies, ne? Also, ja genau. Pflanze Blumensamen, fange Insekten, gib Sternis aus, um Sachen zu kaufen. Fange Fische. Fange einen Seebarsch. Ja, genau. Also zu Dailies, okay. Jetzt neue Meilen für Meilen. So komisch das klingt, aber du kannst Meilen sammeln, wenn du Meilen sammelst. Jetzt neu, nur bei Nook Meilen. Nook Meilen Plus ist ein Produkt von Nook Inc. Landschaftsgestaltung. Du weißt, dass du Möbel im Freien aufstellen kannst. Als Anreiz bietet Nook Inc. Meilen für alle, die unsere Insel mit vielen Möbeln schmücken. Also weil ich die ganzen Dinger hinbaut habe, die ganzen Fische. Wir hatten eine Fackel. Platzieren. Und ein Vogelhaus. Voll die Furcherenzungen. Vogelhaus noch mal hier. Einfach nur vorerst einmal, damit da ein bisschen was platziert ist. Und Lagerfeuer machen wir hier hin. Kann man es auch machen? Ja, kann man. Oh, nice. Okay. Ich kann das nicht umräumen, ne? Irgendwie einen anderen Platz im Inventar. Geht aktuell, glaube ich, noch nicht. Habe ich hier noch? Einen Karton habe ich immer noch. Okay, platzieren. Hau raus. Liegt gut dabei da. Alles tummeln. Die Rotlilie-Zwiebeln machen wir später. Hartholz. Das Zelt. Markierung für Olms Zelt. Machen wir den Platz. Hier machen wir nicht hin.
Machen wir die drüben hin? Hier so ans Eck. Ich glaube, ist cool, oder? Ist gut. Aber steht der Ort für euch ins Zeltfest. So, Tom. Kommen Sie mal her. Hast du eine Stelle gefunden, wo Eugens eine Zelte aufschlagen kann? Jo. Hoffentlich ist wirklich immer Verlass. Vielen Dank. Ich werde Eugen Bescheid sagen, dass alles für die Anreise bereit ist. Mal gern gemacht. Dürfte diesen direkt Nook Shopping im Nook-Portal vorschlagen. Okay, machen wir später. Wir können hier nichts beschleunigen, glaube ich. Wir haben Echtzeit quasi. Das heißt, es wird auch in Echtzeit, dunkel in Echtzeit, okay, wir können quasi wirklich nicht schlafen, okay. Ausschalten. Alles voll liegt. Hi. Falls du mal irgendwas zum Thema Einleben wissen möchtest, frage mich einfach. Ich helfe dir gerne weiter. Habe mir eigentlich schon von den schwarzen Blättern Service erzählt. In erster Linie hängen wir da ja selbst alle möglichen Infos für die Inselbewohner raus, aber eigentlich sollte alle das Brett nutzen, einfach eigene Sachen aufnehmen, die dann alle lesen. Du kannst das Spiel leicht selbst schreiben, jetzt probier's doch mal aus. Okay, mach mal. Eine Post erstellen. Hallo. Oh mein Gott. Ja, bitte. Oh Gott, ist das schwer. Ach, scheiße. Aufhören. Ha. Lo. Voll geil, ne? Fertig. Ach Gott. Ich wollte eigentlich das Meilen-Ticket haben.
Die Meileninfo wollte ich sagen. Ähm, was für ein Brett. Okay, bis später. Danke dir. Ciao, servus. Hast du Hunger? Ja. Du auch? Ja, bestimmt. Ich glaube, er meinte mich, aber ja, habe ich. Voll geil. Warum, was gibt's denn? Ost. Hilft da. Ja gut, ich habe auch Hunger. Tatsächlich gerade überlegt, ob man was macht. Also die Antwort ist ja. Das ist mein Bruder, nur zur Info. Also wir machen gerade Brotzeit. Da ist auch was für dich dabei. Na gut, dann schau ich mal kurz. Ich komm gleich. Es gibt Brot und Zeit. Die Brotzeit. Na, ich weiß nicht, ich denk mal Brot. Weiß nicht, Marmelade, Wurst, so Zeug, denke ich mal. Unter anderem, ja. Gerade in der Bauplanung quasi, kann man sagen. Also ich bin quasi schon über der neuen Wohnung quasi, kann man so sagen. Aber die Wohnung ist noch nicht fertig. So Zeug. Mein Bruder zwar nicht mehr, aber der ist gerade zufällig da. Beziehungsweise zufällig glaube ich eher nicht, eher geplant, würde ich sagen. Hi. Ah, Wespen für die Füße. Da musst du echt aufpassen mit gleichgelandeten Wespen, wenn sie nicht gut Pollen essen. Es sollen sogar schon Leute mit geschwollenem Gesicht nochmal gestochen worden sein und oh je, sind dann in Ohnmacht gefallen. Okay. Bis später, servus. Wieder? Tschüss. Bis später, danke dir, ciao. Aber das ist eigentlich ein ganz guter Stichpunkt. Ich mache einmal kurz eine Pause. Ohne die würde ich mich selbst ja gar nicht erst in der Natur wagen. Unverhofft pickt oft. Okay. Dann nehmen wir den Grund gleich mal, das passt optimal. Ich speichere mal. Machen wir für jetzt gerade Schluss. Geht dann aber so gegen. Also, ich denke Viertel nach 8. Aber es geht weiter dann später. Bis später. Hinlegen. Hinlegen. Okay, dann. Bis später, Mighty. Ach, genau. Passt. Speichervorgang berühren nicht Powerknopf. Berühre nicht Powerknopf. Speichervorgang bis bald. Okay. Alles klar. Dann. Ich sage vorerst danke fürs Zuschauen. Danke für die ganzen Follows und für alle, die dabei waren. Bis ja, ich denke, Viertel nach 8, spätestens halb 9 bin ich wieder da. Alles klar, bis gleich. Bis später. Ciao. Ich warte bloß kurz, bis das Menü kommt. Ah, jetzt so. Okay, bis später.